Liebe Freunde, alle Guten, vor 4 Wochen hat Lützeburg gewählt. Und jeder ist sich eins. DP ist der klare Wahlgewinner bei dieser Gemengewahl. Als Partei hat quer durch das Land beigelöst. Wir haben nicht Männer wie 26 Mandate beigeholt. Auf dem Foto von den ersten Veredigungen am Interieur sind ein helle Wohlfreund von der DP. Viele von ihnen sind auch heute am Saal. Ich sehe Lidi, ich sehe den Patrick, ich sehe den Ben, ich sehe den Pim, ich sehe ganz viele neue Bürgermeisterin, gucken ob der Lou, ganz Junge auch dabei. Und ich will dafür auch an die Jungen denken, weil es tun ganz viele Jungkandidaten auch immens gut bei diesen Gemengewahlen aufgeschnitten. An JTL als mit nicht Männer wie 3-mal mehr Leute an den Gemengen vertreten. Und das verdient einen großen Applaus.
Ich denke, Mika, du wirst auch noch ein paar Wörter dazu sagen. Liebe Freunde, das super Resultat an den Gemengen kommt nicht von ungefähr. DP-Wählen als ein klarer Schwur dafür, dass die Herausforderungen von Haut auf Humor an den Gemengen konsequent angepackt gehen. Die zwei Schwärzen, hier eine Partei zu stärken, die keine Verantwortung scheut, die mit Zuversicht an Zukunft guckt, an die konkret Lösungen für die großen Herausforderungen hat. Für mehr nachhaltig, mehr sozial, mehr lebenswert Gemengen. DP-Kandidaten wählen, heißt Leute unterstützen, die sich mit Engagement an Herzblut für ihr Bürger ersetzen und Politik aus Überzeugung machen. Die Wählerinnen und Wähler haben genau den Engagement, diesen Anspruch wahlsondig honoriert. Das Resultat ist zweit von ihrer Arbeit, von ihrem Einsatz im Terrain für die Leute. Nicht just während der Wahlkampagne, aber über all die letzten Jahre, an denen die regionäre Gemengen engagiert hat. Ihr wart und ihr seht nur bei den Leuten, nur bei dir. Merci dafür und alle Sektionen und alle Members, die ganze Zeit eine Hand mit angepackt haben. Merci für euren Engagement, für die viel Arbeit, die ihr geleistet habt, und für euren Einsatz für die sozialliberalen Werte, die SDP ausmachen. DP geht mit diesem super Resultat gestärkt an die Chamberwahlen vom 8. Oktober. Bis dahin raschen wir aber nicht, ganz am Gegenteil. Wir nutzen die Reckewand, für uns weiter mit voller Energie zu engagieren und die Leute davon zu überzeugen, für was DP der beste Schwur ist. Besonders an diesen schweren Zeiten ist DP der Garant für sozialen Zusammenhalt, für Solidarität und Gerechtigkeit und für die Stärke von der Kaufkraft zum Wohl von den Mittelschichten. DP hat die letzten Jahre gewiesen, dass sie die treibende politische Kraft hier im Land ist. Und dass Lützeburg mit der DP und mit unserem Premier Xavier Bettel an guten Händen ist. Es ist einer DP-geförderten Regierung zu verdanken, dass wir die letzten Jahre so gut durch die seelische Krise kommen sind. Und es ist auch dank einer DP an der Regierung, dass der Sozialdialog, also der Garant vom Lützeburger Modell, neu abgefrischt ging ist. DP möchte eine verantwortungsbewusste Politik mit klarem Kopf und mit Weitsicht. Wir lassen uns nicht von kurzsichtigen Forderungen treiben, die vielleicht gut klingen, aber am besten Fall wenig durchziehen und am schlimmsten Fall unserem Land nachhaltig schaden könnten. DP möchte eine sachliche und raisonable Politik. Sie hält pragmatisch an evaluierten Decisionen, ohne aus der Hüfte zu schießen. Und es ist genau da wennst, dass wir heute so gut durchstehen. Als Ziel ist dem noch klar. Wir wollen die nächsten 5 Jahre an der Verantwortung bleiben und als Leute weiter noch viel bringen. Die Herausforderungen sind groß, liebe Freunde, aber wir sind bereit, für weitere Responsabilität zu überholen. A Weltzeiten nun einmal die sind, wie sie sind, ist es extra wichtig, für eine seriöse Politik zu machen. Eine Politik nur bei den Leuten, die auf die Sorge von den Bürgerinnen und Bürgern angeht und die konkret Lösungen proposiert. Wir legen auch Wert auf eine verständliche Politik mit pragmatischen Mesuren, die den Leuten keinen Sand an der streht. Dafür steht DP und davon wollen wir die Leute die nächsten Monate auch weiterhin überzeugen. Liebe Freunde, ob die grossen Fragen von unserer Zeit brauchen klare Antworten. DP hat viel an ihre Proposen für eine bessere Zukunft geschafft. An den letzten Weekends hat der Conseil National den definitiven Wahlprogramm für die Landeswahlen angeholt. Ich will dafür all den Leuten merci sagen, die mitgeschafft haben, an ihre Ideen abgerufen haben. An den Arbeitsgruppen, auf unserem großen Workshop am Mai, an eben den letzten Samstag im Conseil National. Als Partei lebt vom Engagement und vom Input von ihren Membern, von euch alle Guten, und dafür jedem von euch ein grosses Merci. Es spüren an unserer Partei,
und noch hier an dem ganz gut gefüllten Saal, eine große Begeisterung für Politik für das Land und für seine Bürger und Bürgerinnen zu machen. All einzelnen Halbannen beweist die große Motivation von der DP, für sich mit vollem Einsatz zu engagieren. An der Wahlkampagne für unsere Partei und dann auch für unser Land. Liebe Freunde, los da ist die angefangene Arbeit mit Success weiterführen. Dafür brauchen wir den Einsatz von jedem von euch. Die sind Terrain bei den Leuten, die sind Ambassadeure von der DP, ihren Ideen und ihren Werten. Es könnt lo, ob jeder von euch, ob uns alle Guten un. Dafür kommt, los ist die positive Dynamik von der letzten Monat nutzen. Los ist den Elan an der starken Rückwand mit an Chamberwahlen holen. Für das Landkarte den 8. Oktober noch ein bisschen mehr Blut zu machen. Domada heschen ich herzlich willkommen auf unserem Nationalkongress heute zu Rozier. Wir haben einen gut gefüllten Ordre du Jour mit einem Blick an unsere Bezirke, die Resultate von der Wahl vom Komiteedirekteur, die Reden von unserem Fraktionschef, unserem Europadeputierten, unserem Parteipräsident und natürlich auch unserem Premier Xavier Bettel. Ich freue mich auf die nächsten Wochen am Main. Ich freue mich auf den heutigen Tag. Los ist die kommenden Aufgaben mit den Ugoen gestärkt als Partei und als geschlossene Equipe. Ich sage nicht merci. Responsabel a weitsichtig Politik, die den Mensch an den Mittelpunkt stellt. Eng Politik, die Zukunft für uns Kanner vorberät. Eng Politik vom Madene. Eng Politik vun der Mütz. Genau dat mischt DP-Politik aus. Menge Wahlen nur gewiesen, dass eng DP-Politik mehr wie je gefroht ist. Am Zentrum haben wir euch den ganzen Bezirk ganz gut geschafft. An der Stadt selber haben wir mit einem großen Viersprung als Erstplatz verdedigt, an Musikeren Sitz dabei gewonnen. Am Rest vom ganzen Bezirkszentrum sind ganz viele Gemengen immens gestärkt gehen, an Haiers auf 14 Hewen, etwas wie Bachtring, Miersch, Hesper und sogar Sandpfeiler. Oder mussten hat man 11. Juni zu feiern. Wir konnten am Bezirk deutlich zulehnen und uns bloß Präsenz an den Gemengener Schäferät weiter ausbauen. Wir zählen 5 Bürgermeister, die nächste Sektion unserer Reihen, dazu Munneref, Remisch, Ersternach, Biber und Junglünster. Am Norden haben wir es gepackt, noch 18 Jahre zu Dickrich und noch 21 Jahre zu Wolzerem an der Schäferot zu kommen. Wir sind auf dieser Platz aber auch besonders schaufrig auf Bürgermeisterkollegen Mike Poirier, Edi Mertens, Paul Engel und auch auf den Marco Köhne, die durch ihren vielen Engagement, die viel Arbeit mit Bürgermeisterposten an ihre jeweiligen Gemengen belohnt wurden. Auch am Süden haben wir gut geschafft. Zu Asch, Beteburg und Diepösch sind wir gestärkt aus der Gemengewahlen auf 4 gegangen und sie weiterhin am Schäferot präsent. Besonders auf 4 Hirwen will ich als exzellente Resultate zu Peiting und Diedling. Von Herzen will ich auf dieser Platz aber auch als neuen Bürgermeister von Leidling, dem Lou Linster, gratulieren. Los da ist den Elan an die positive Stimmung aus der Gemengewahlen mattuelen an die nächsten Wochen am Main mit Optimismus zu summen ugoen. Und das geht am besten mit einer weitsichtiger, responsabler Politik, die die richtige Lösung bietet. Einer DP-Politik, wo der Mensch am Mittelpunkt steht. Eine Politik vom No-Leisteren. Ein Biergerno, Chlor und gerechte Politik. Leif alle Gute, der Süden als Brett. Den Osten als Brett. Den Zentrum als Brett. Den Norden als Brett, als Membre sind Brett, an demokratische Partei als Brett für Verantwortung zu überholen und die Zukunft von unserem Land weiter mit zu gestalten.
Guten Morgen alle Guten. Schon den kurzen Weg habe ich schon geholt. Mein Rapport wird auch dementsprechend kurz sein. Für einem Jahr habe ich Käse überholt. Am Jahr gestartet mit auf der Bankkonten 1.887.000 €. Da will ich meinem Viergänger, dem Patrick Goldschmidt, eine große Merci sagen. Erstens, dass die Käse so gut gefüllt war. Und zweitens, der Patrick hat von Anfang an gesagt, Miriam, wenn du Hilfe brauchst, sind immer weiter disponibel, für da eine Hand mit anzupacken. Wir sind im Jahr 2022 angegangen und wir hatten am ganzen Resetten von 950.505,15 €. Der große Durchschnitt könnte durch Parteienfinanzierung 707.000 € und dann Kontributionen von den Membern, das heißt Memberskarten, die 73.324 an Kontributionen von unseren Mandatären rund 170.000 €. Depensen hat mir von 676.873,82, sodass wir dann auf ein Resultat vom Jahr 2022 kommen von 275.379,33, also benefiziell gesagt. Am Ende des Jahres hatte mir auf der Konto stehen 2.190.000 €. Da will ich aber präzisieren, da das aber wirklich ein Höchstpunkt ist wahrscheinlich, weil wir haben all die Jahre gesammelt, Käse sind da voll, und das Jahr kommen 2 Wahlkampagnen, da werden sie aber dann geplümpt gehen. Und man sie gut dotiert, für gestalten zu können. Merci will ich aber auch so dem Jay. Hier ist wirklich die treibende Hand, die heute die Käse möchte, die mir ganz viel hilft, ganz viel Arbeit und Wäsche hält. So dir, Jay, ein riesen Merci. Ein weiteres Lied wird angespielt, und zwar haben wir uns am Kader vom Wahlaufkommens verpflichtet, abzulehnen, wie viel Unkosten, wie viel Ausgaben wir hatten am Kader für die Gemengewahlen 2023. Am Ganzen hat man biselo Rechnungen, die bezahlt sind, von 508.610 €. Wir gehen davon aus, also dass 99% von Rechnungen dabei sind, könnten auch vielleicht eng oder die andere Rechnung, aber was noch abläuft, da das ein Dekont mit den Sektionen, sodass man über den Daumen gepeilt will, so, dass wir rund 600.000 € das Jahr ausgehen haben für die Gemengewahlen. Noch eine Lastinformation. Das ist die gesehen, was wir Ende 2022 auf der Bankkonten hatten. Wir haben die 600.000 € schon ausgehend für die Gemengewahlen, sodass wir auf Stand haut rund 1.750.000 € auf den Konten haben, wo wir dann die Chamberswahlen können gestalten an eben die nächsten Jahre, die da kommen. Das ist so nicht merci. Die Damen und die Herren liefern, wir waren für eine Purdisch zu summen, am Sekretariat für die Konten zu gucken. Ich meine, dem Jaidi auch ganz viel Arbeit gemacht hat, aber vor allem auch der Miriam, was überall dabei war, für die, auch dem Tag für die Kontrolle dort zu machen. Alles hat wunderbar geklappt, und dafür gebe ich proposieren, wir haben aktiv, passiv ein bisschen mehr genau geguckt. Und dafür gebe ich proposieren, der Assemblée Générale für die Charge zu gehen. Sie haben eine wunderbare Arbeit gemacht. Für engem Joer hunn ich op dieser Platz vun der Wichtigkeit vom Resultat vun der Gemengewahlen für den Rest vom Superwahljahr geschwärzt. Heute kann ich sagen, dass ich immens hofrig bin über die Resultate von der Demokratischen Partei aus das Land. Dafür will ich von dieser Gelegenheit profitieren, für all die Kandidaten, die bei den Gemengewahlen angetreten waren, ein grosses Merci zu sagen für ihren Einsatz. Ein besonderes Merci gilt aber auch den Mitarbeitern von der Partei, sowie unsere Sektionen, die immens viel Zusammenhalt bewiesen haben an Zeiten, die engem viel aufverlangen. All den Gewählten wünsche ich auf dieser Platz viel Satisfaktion und eine glückliche Hand
während den nächsten 6 Jahren. Leifren, was die FCCD angeht, da freue ich mich auf eine ganz Reihe neue Gesichter, die am 11. Juni beikommen sind, mit denen wir die nächsten Jahre einen guten Austausch können haben. Wie all Jahr präsentieren ich euch einen kurzen Überblick über die Aktivitäten von der Föderation von den demokratischen Gemeindekonseillen vom letzten Jahr. Als Assemblée Générale haben wir den 15. Dezember 2022 über Zoom aufgehalten. Ich bin immens froh, dass ich als Präsidentin von der FCCD konfirmiert gesehen und am neuen Komitee, den zu einem großen Teil aus den selben Leuten besteht, weiterschaffen kann. Und auf dieser Platz darf natürlich nicht der Merci fehlen. Merci an alle Membern aus dem Komitee, merci an Jolande, den Patrick und den Jay aus der Partei, merci für die flott und konstruktiv Zusammenarbeit, merci für Ihren Einsatz für die FCCD. Wir sehen uns aber nicht just über Zoom. So waren wir den 30. September letztes Jahr auf Bresel ein ganz interessantes neues Logementsmodell besichern. An unseren Reunionen haben wir viele verschiedene Themen und Probleme angeschaut, mit denen die Gemeindepolitiker immer näher konfrontiert sind. Alle Lösungsvorschläge für sich auszuschaffen. So wie zum Beispiel, was die Baupolitik angeht, eine Plattform unik für Baugenehmigungen. Auch sind wir der Meinung, dass Gesetzesprojekte, die einen direkten Impact auf Gemeinden und ihre Funktionament haben, sollen konsequent am Vorfeld vom Civicol avisiert können gehen. Ein weiteres Sujet wird die Reform vom Gemeindegesetz. Ein Dossier, an dem leider nicht mehr viel geschieht als die letzten Zeit. Die Damen und die Herren, Leifren. DP steht für eine open, innovativ und bürgernah Politik. Eine Politik von der Toleranz, der Inklusion und der Partizipation, gerade so wie vom freundschaftlichen Madeneen. Lasst uns all an dem Sinn zusammen weiterschaffen. Lasst uns gemeinsam als Kandidaten für die Chamberwahlen unterstützen, für das wir auch am 8. Oktober 2023 etwas zu feiern haben. Ich sage nicht merci. Liebe alle Guten, wir kommen dann zu den Resultaten von dem Komiteedirekteur. Vierdrun gebe ich aber, wann ich klift, nach der Person, die ein SUV hat, mit Placken, die mit 91 aufhängen, den Auto zurücklehnen, weil den hindert nämlich ein bisschen. Merci vielmals. Voilà. Komm, wir gehen auf die Resultate über, da kann ich mir diskret rauskommen. Also, wir gehen aufhängen mit den Resultaten aus dem Osten. Da haben wir als Erstgewählten Carmen Frieden. Auch nachgewählt sind Martin Birkel, Claire Serznich, und den Hugo da Costa. Am Norden haben wir als Erstgewählten Tandems. Weiter gewählt sind Angel Mersch, den Steve Martellini und den Michel Götters. Für den Zentrum sind an der Komiteedirektor gewählt Lies Jürgensen als Echt. Weiter nach der Robert Philippard, der Patrick Michels und den Luis Oliveira. Für den Süden also als erste gewählte Lou Linster. Und auch am Komiteedirektor für den Süden sind den Jeffrey Drui, den Marc Meyer und Tamela Skenderovic.
Voilà, all Bezirk werden nach 2 Kandidaten können kooptieren, dat guckt dann an ihre Bezirke. Felicitationen all de Gewählten, an mir freuen uns auf eine flott Zusammenarbeit. So, warum reisen wir ein bisschen mehr gemütlich hier? So, los, bleibt einfach, das ist aber warm hier. Leifblo, Freundinnen, Leifblo, Freund, da sind wir ein Fried, die ich Kongress zu begehen, zum Mutz, wo haut wirklich der Saal richtig voll, also für mich ist das heute, ja, das ist da quasi ein Heimspiel. Ich werde nur in den nächsten Minuten den Rapport machen von der Arbeit an der Fraktion. Die letzten Wochen an dich habe ich mal ein bisschen Sorge gemacht. Ich habe ein bisschen Sorge gemacht mit meinem Kollegen Claude Lamberti. Du wisst ja, dass der Max Hahn an die Regierung gewechselt ist. Und ihr wisst ja, dass sie bekanntlich Zwillinge nicht trennen soll. Ich kann mich aber beruhigen, der Claude hat sich voll ganz an der Arbeit geknallt und hat die Familienkommission von Max überholt. Und er lädt die Kommission an, er kennt die Dossier wirklich tipptopp. Ich gebe so ein Demain de Maître, feierten die Kommission. Wenn ich von Demain de Maître schwätze, dann will ich aber alle guten Indianer-Kollegen aus der Fraktion auf hier haben, die eine Kommission leiten. Also ich mal mein Kollege, den André Bauler, der wirklich mit einer immensen Rolle an einem immensen Fachwissen die Finanz- und Budgetkommission lädt, an die öffentlichen Finanzen an Finanzplatz verdedigt. Aber auch der Kollege Guy Arendt an der Digitalkommission, der Gusti Gras an der Fonction Publique, Simon Beissel als Madame Verfassung an der Klasse Moyenne, beweisen ganz viel Engagement auf einer Spitzegefühl für die Kommissionen zu leiten, an die Dossier, die sie haben, zügig weiterzubringen. Und dann haben wir auch Kollegen, die nicht Kommissionspräsident sind. Das sind die neuen Chefen von Azure vor Bachtrek, der Franco Labianchi und der Pim Knapp. Sie sind immer da, immer präsent, immer bereit, für 2 Hände mal zu packen, immer bereit zu setzen an der Kommissionen. Ich meine, dafür ist auch ein ganz großes Merci. Und dann die neue Bürgermeister von nächster Nacht, Carol, ich meine, über den Carol seinen Ansatz brauche ich nicht mehr ganz viel zu sagen. Den ist wirklich immens. Du hast ein ganz großes Fachwissen gesammelt, dann tut sich an der letzten Jahren zu einer richtig Spezialistin am Domain Travail, und hauptsächlich auch am Domain Santé entwickelt. Carol, dir ein ganz großes Merci für den Ansatz. Ob der Erfahrung vom Lidi Polfer hat ja für 4 Wochen ein fantastisches Resultat mit seinen Kindern der Stadt Lützeburg gemacht haben. Und auch auf die Erfahrung von unserem sympathischen Chamberspräsident wollte wir an der Fraktion auch nicht verzichten. Und da wissen wir, dass wir seit ganz kurzer Zeit eine neue Deputiert beikriegt haben, Barbara Agostino aus dem Süden. Hat bringt mit seinen Ideen, seiner professioneller Erfahrung, seiner Begeisterung, frische Wand an Chamber, eine frische Wand bei unserer Fraktion. Barbara, es sind immens hilfreich, dass du auch bei uns bist. Aber wenn ich da kann, eine ganz kleine Rotschlag gehen, please don't change. All meine Fraktionskolleginnen und Fraktionskollegen, aber auch ganz große Merci allen Madarbeiterinnen und Madarbeiter für ihre großen Einsatz an den letzten Wochen am Main. Merci für die flotten Diskussionen und für auch ganz viele flotte Momente zusammen. Wie gesagt, das ist immer nicht ein großes Fried, ich alle guten Nationalkongress zu gesehen. Das kann ja umso mehr, weil wir heute zusammen können auf die exzellenten Resultate von der Gemengewahl durchstoßen. Demokratische Partei, also Carol hat gesagt, ganz klar, als Gewinner aus denen waren noch 4 gegangen.
als Erbecht, als Efforten, als Ideen und als Ersatz, die sie vom Wähler honoriert gehen. Das stimmt mich, vorsichtig optimistisch für die Chamberswahlen im Oktober. Wir sollen das Wahlen Materialismus an der Woche mit energetischer Demut umgehen. Wir werden bis zum Schluss mit unserer guten Erbecht 4 Uhr erweisen, wie weit das DP der richtige Schwach für das Land ist. Die DP-Fraktion wird auf alle Fall bis den letzten Tag an der Chamber am Sinn von den Bürger schaffen, mit vollem Ersatz, so wie wir das die letzten 5 Jahre gemacht haben. An der Bilanz von dieser Legislatur, die spiegelt als Arbeit durch zurück. Ich spreche nicht so, in dieser Legislatur, die war geprägt durch ganz viele Krisen. Krisen durch die Regierung und der Leitung von unserem Premier als gekonnt dadurch manövriert wird. Parlament, DP-Fraktion, war zu allem Moment bereit, war zu allem Moment funktionsfähig für mehr wie eine Hand mal umzupacken, die Krisen zu bewältigen. Unvergesslich bleibt natürlich die 2 Jahre, wo den Covid also Trab gehalten wird. Ein gut 3 Dosen Gesetze haben wir an einer Zeit gestimmt, für als Bürger zu schützen, an den Virus anzunehmen. Dabei kommen ganz groß, massiv Mesuren, ich erinnere an den Chômage partiell, den als 1 Milliard kostet, nun die Suen an den Grab geholt, für die Leute an der Arbeit zu halten, an die Decision haben wir sicher richtig. Genauso richtig und wichtig wäre die massiv Äden, die wir gestimmt haben, für unsere Wirtschaft in Europa zu helfen. Als Arbeit go von der OECD auch positiv bewertet. Nur besser wie manche andere Länder aufgeschnitten. Verbesserungsfähig die OECD möchte die Höllenreich zu Herz für in Zukunft noch besser können, ob Situationen wie die Lotte 4 Breze sind. Und unter anderem, als Fiona gefordert gehen, dass wir Reformen müssen machen, was die Mentalgesundheit von der Leute geht, an der auch Gleichbehandlung von den Independenten. Für eine breite Diskussion anzustoßen, und Carol und ich, das 2 Sujets an Interpellationen an der Chamber angefragt gehabt. Nur der Pandemie hat man gemeint, wir kämen an den normalen, an den gewinnten Rhythmus. Der Putin hat aber einen Plan. Mit seinem rücksichtslosen Angriff auf die Ukraine und Russland nächst Leid vom Krieg über den europäischen Kontinent bricht. Die Ukrainer versuchen mit allen Mitteln, hier Heimisch, hier Kultur, an die Freiheiten zu verteidigen, an der Unterstützung können zu zählen. Als Situation steht natürlich in keinem Verhältnis zu dem schrecklichen Leid, was die Ukraine alltag erlebt. Sie sind alltag mit Bombardementen konfrontiert. Mit dem Krieg wird auch unweigerlich direkt Spuren am Alltag. Für allem die Energiepreise sind explodiert, und wir haben mit einer Inflation zu kämpfen, die die Kaufkraft von den Leuten strapaziert. Die Regierung hat nicht gezeigt und wird am Kader von 3 Tripartiten 3 erfolgreiche Solidaritätspakete mit Hilfe für die Leute und Entreprisen beschlossen. Wir haben Steuertabelle gepasst, wir haben Steuerkredite akkordiert und wir haben Energiehilfe bereitgestellt. Nicht mehr spät wie 2 Wochen, und ich gucke hier bei als Finanzminister, haben wir Steuererleichterungen am höchsten von 600 Millionen gestimmt, an Hilfen am Energiebereich für 525 Millionen Euro. Ich kann das nicht oft genug wiederholen, weil andere Parteien hier im Land, die machen, wie wenn das tut, alles selbstverständlich wäre, und das ist nicht. Wir freuen uns auf der Gestion von den schwierigen 3,5 Jahren, haben wir als Land aber auch auf andere Pläne viel gebraucht und mir wichtige Projekte gesagt. Ich denke an den gratis öffentlichen Transport, die gratis Schulbücher, die gratis Mesorelais, die gratis Musikunterricht und aber auch die flächendeckende Hausaufgabenhilfe. Für allem bin ich froh, für ein paar Projekte zurückzukommen, wo als Minister verantwortlich zeichnen. An der Education, die man neu wäre, für die Schüler besser zu begleiten, besser vorzubereiten, unter anderem durch die Alphabetisation in Französisch und das neue Schulfach Digital Sciences. Ganz bedeutend, für mich auch ganz wichtig als Dafferung für verschiedene Bachelorstudiengänge an der Medizin, und noch am Infirmiersberuf, für die Penurie von Doktoren an Infirmien, für die entgegenzuwirken und also ein bisschen Mama aufhängig vom Ausland zu machen. Auch am Bereich von der Familie, von der Integration, wo der Max de Ressort vom Corinne für kurzem überholt hat, ist viel gelegt gehen. Für einerseits die Leute mehr so an den Grab zu gehen, und andererseits aber auch die Autonomie von den Menschen mit einem Handicap
zu fördern. Die Allokation de vie cher als regelmäßig an die Luft gesetzt gehen, Kammergeld, als reindexiert gehen, eine Allokation komplementär für Personen, die sich kein Zimmer am Altersheim leisten können, was angefordert gehen, Leute mit einem Handicap guten ein Assistent à l'inclusion auf Zeit gesagt, für ihnen zu helfen, um regulären Arbeitsmarché eng Arbeit zu fahren an Accessibilität das Gesetz so gepasst gehen, für das all Straße, Gebäude, Produkte und Services auch für jeden zugänglich können sein. Auch und Betrieber gouf gedurcht, aufgesehen von der substanziellen Hilfe während der COVID-Pandemie an der Energiekrise gouf nach das Jahr der Klimapakt für die Betrieber lanciert, den die Entreprise bei der Energietransition begleiten soll und unterstützen soll. Am mat der naier Aid Primokreateur kree Leiit, die de Courage hun engegen Entreprise zu gründen, eng wertvoll starten. An natierlech, an ich denke du ganz besonders und Freundin Simon Beisel, Hummer Verfassungsreform endlich nur lange Joren ënner Dach und Fachbruder, damit konnten als du zu allem Moment zu 100% op Simon Beisel verlosen. Ich kenne dich lo nach Dosen an Dosen Gesetzesprojekten an Debatten opzielen, die das Legislatur geprägt und oder die man nach Werten fertig machen. Ich denke ohne Projekt von der Schulpflicht, aber auch Qualitätskriterien für alle guten die Services, die am Bereich von nähere Leute schaffen. An die TP-Handschrift drohe Medikament ich sind ein Freund von kurzen, aber pointierte Reden. Kolleginnen und Kollegen, leif blo Freund, KW sieht Wahlen am Oktober rausgehen werden. Ich hoffe, das Resultat, dass das Eis als Partei ermöglicht, die Herausforderungen vom Moor, das geht von Klimakrise über Logement, von Kaufkraft über Work-Life-Balance weiterhin als Stärkfraktion am Parlament zusammen können umzugehen. Wir als DP, wir bieten pragmatische Lösungen für die Probleme proaktiv umzugehen. Herr Premierminister Levi Xavier, du kannst dich auf die Fraktion verlassen, wir stehen geschlossen hinter dir. Merci für Ihre Geduld. Wir hatten 2012 oder 2013 muss gewicht sinn eng ganz solid Bankekris an eng Finanzkris, dat huet 2008 ugefangen. An Situation huet so degeneriert, dat man bemmel gevorgelaf sinn d'Eurozone kennt eklatieren. Mün dat gepackt, well Memberstaat von der Europäischen Union die Summe gedoen fir Meier ze gin fir die Krise zu meesteren. An bis haut konnte man die Eurozone an ihrer Gesamtheit erhalten. Wir hatten für ein paar Jahre eine ganz fatzige Krise am Gesundheitsbereich, darüber ist schon geschwärzt ging. Die Europäische Union hat praktisch keine Kompetenzen an dem Bereich, hat sie haut auch noch nicht, mit der Welt hat sie reagiert. Wir hatten eine Rekordzeit Wachsen. Wir hatten eine Rekordzeit et fertiggebracht für ein Zentral d'achat zu bilden an der Europäischen Union, die de Wachser opkauft huet, an dafür gesorgt, dat überall zum selben Preis verkauft gehen. Es kom also nicht zu dem Gefährten Dejaneen, da tun wir gut gepackt fand, und wir können es ruhig an den Spiegel gucken. Wir haben eine ganz hohe Krise durch die Inflation bedingt, durch die Unterbrechung von den Lieferketten, Preise durch den Plafond gehen. Et war gefährt gegeben de Wand han zonen Dieren freieren an eise Stufen, dat ist da getrden. Wir sind ganz gut, wann man direkt wieder der Mauer stehen, aber man ganz tief an der Krise stehen. Wenn die Europäische Union für eine existenzielle Frage steht, da kann sie genug Ressourcen mobilisieren, für die zu überkommen. Bislang konnte man das jedenfalls. Wir sind an einer neuen Krise, da geht es ganz vieles. Es geht die Sicherheit von 40 Millionen Ukrainer.
Es geht Sicherheit von ihren Operen, es geht Sicherheit, es geht auch den Respekt an der Hallen von einer Partie Werte. Wir sind am Gang, auch die Herausforderung, so gut wie es geht, zu ermöglichen. Wenn ich da gesehen, was wir an Krisenzeiten am Stand sind zu bewegen, und ich vergleiche das mit dem Stillstand, den wir haben zwischen zwei Krisen, da muss man wirklich feststellen, wir können nicht besser machen. Weil wenn wir zwischen zwei Krisen so gut wie andere Krisen, da geht man überall an der ersten Liga spielen. Im Moment spielt Europa an der ersten Liga am Kommerz. Wir sind danach unschlagbar. Wenn wir dann über die Industrialisation denken, da so wir sind an der zweiten Liga, aber wir sind vielleicht am Gang, an die dritte Liga hochzurutschen. Wenn ich gucke, was wir diplomatisch bewegen dabei sind, als Europäische Union, dann ist das noch wirklich ausbaufähig. Heinst du, wenn ich für Konferenzen erlese, ich stehe da froh, die jungen Leute, die mir noch drin, wisst ihr, wen den europäischen Außenminister ist? Es weiß kein Mensch, wen das. Es weiß kein Mensch, wen das, und kann keiner nicht wissen, weil es spielt doch praktisch keine Rolle. Wenn ihr zu großen internationalen Konferenzen könnt, wie zum Beispiel die Dialogen zu Minsk, da werden unter anderem nicht mit der Merkel, der François Hollande, der Poroschenko und der Putin, es wäre kein Platz da für den europäischen Außenminister. Wir haben die Genie entwickelt, dass wir eine europäische Außenpolitik, eine europäische Außenpolitik enorm gehen haben, die es nicht verdient. An der Wunderpreis war kein Mensch weiß, was da lebt. Wir haben fertig gemacht, dass man Alkeas von den zu wichtigen Decisionen kennt. Ein Format fanden, an dem kein Platz ist für den europäischen Außenminister. Das muss man ändern. Wir müssen da besser gehen. Also wenn ich nur resümiere, dann sind wir ganz gut, und wir können selbst zutrauen, wenn wir in der Krise sind, aber wir fährten zwischen zwei Krisen, es könnte irgendein Anreis überrennen. Wir fährten den Putin, wir fährten den Xi Jinping, wir fährten den Modi, wir fährten den globalen Süden, den am Gang ist, so zu organisieren, dass die Weltordnung will trennen, und dass die eine Weltordnung oder eine halbe Weltordnung am Süden machen, globale Süden, gehen die am Norden. Wir fährten und wir fährten und wir fährten. Es kennt mich ein bisschen viel, wie der Mann, der bei dem Doktor geht, an die eine Diagnose gestellt hat, sagt der Doktor, wo haben wir da weh? Er sagt der Mann, wenn ich beim Fangen und die Knie fuhren, habe ich terrible Ping. Dasselbe, wenn ich mit dem Tripper fuhren, habe ich ganz viel weh. Und noch davor, ich mit dem Kap, sagt der Doktor, fährt der Mann noch mit dem Fangen und dem Kap, sagt der Doktor, weiß man mal ihre Fanger. Die hat den Fanger gebracht. Die hat eng Ursache für was, dass er Ping hat. An der Europäischen Union geht es doch just eng Ursache, für was wir müssen fährten, dass wir uns nicht genug zutrauen, ob schon, dass wir die Ressourcen hätten an normalen Zeiten. Als Partei hat eng Wahl extrem gut gemeistert. Und ich wollte euch alle felicitieren dafür. Und die zweite sieht gut nicht schlecht aus. Wir kriegen nächstes Jahr eine Europawahl. Und da kennt eine Feiertwahl. Nächstes Jahr, die geht nicht als Lützeburg geschlagen, wie an den Vereinigten Staaten. Und dann hoffen ich, wenn die Wahlresultate an den Vereinigten Staaten ausgezählt werden, dass wir dann nicht sitzen, wie Stoffeln an den Kanapeen, und gucken, wen kriegt er am Ohio oder am Pennsylvania nur 4. Weil wenn die Trump-Stimme, wenn der Kandidat geht, wenn die nur 4 kriegen, dann hat das ganz viel zu tun mit dem, was wir hier in Europa merken, vielen, was dabei steuern könnt. Wenn den Wahl winnt, und er sieht, und er mischt das, was er sieht, was er schon gesagt hat, dann haben wir ein Problem. Da geht es nicht mehr durch, für kurzfristig an erster Hälfte rauszuschießen. Die Herausforderungen, die wir da müssen meistern, die können wir merken, mit der wir schon am Gang sind. Wir hatten am Anfang schon gestern oder 4 gestern, wie es aufhängt damit. Wir hatten das schon 1954 gesagt. Wir haben keine Zeit mehr, für das einfach so für uns plätschern zu lassen. Weil das, was du im Spiel steht, das ist nicht mehr an den Mann wie als Väter. Das ist nicht mehr an den Mann für das die Soldaten
die Frauen violéiere gin a Kriechsgebieter, dat déi mussssen fir un Gericht gestalt gin. Dat das breiste Fall, dat das net beim Putin de Fall. Dat das net méi an net Manner wie dat d'Integrität territorial vun engem Land respektéiert bleifft. Dat das de Respekt zum internationalen Recht, dat das de Respekt vun der internationaler Ordnung. Wir sollen dat do och net fährten. Wir sollen es so beholen, dat man die do Herausforderungen packen. Wir verlangen mo net, dat der Putin Eis fährt, an noch net Xi Jinping den Eis fährt. Dat eens wat man verlangen, dat as dat man de Respekt kreen, den man verdingen, wenn man für Sachen antreten, mit denen normal leid, an einer normaler Welt, frei sich können äußeren, freie Relationen gestalten, freie Zukunft von der kann auf hier bringen. Das ist nicht viel. Wie für das alles, wo wir will es für uns zu kämpfen. Wie gesagt, wir merken viel, aber wir könnten auch ein bisschen besser machen. Membre vun der DP, Membre vun der JTL. 167 Kandidatinnen und Kandidaten waren op den Lëcht vun de Gemengewahlen fir DP vertruden. Wir hatten E4 vun alle Kandidaten. Das Resultat lässt sich weisen. Wir hatten 2017 11 JTLer, die gewählt goufen, 2023 während der 29. Das ist dreimal so viel wie 2017. Wir haben zwei Bürgermeisterinnen an, wir haben 4 Chefen, die gepackt haben, für an Verantwortung zu kommen an ihre jeweilige Gemengen. Das weist, dass wir nicht nur mitgehen, für die Listen zu füllen, aber wir sind ein Plus-Value, für als gemeinsam liberal Werte an die Gemengen umzusetzen, und dafür bitten wir für einen großen Applaus für alle Guten, die JTL-Kandidatinnen und Kandidaten, die bei diesen Gemengewahlen sich getraut haben, für sich aufzustellen. Liebe Freundinnen und Freunde von der Demokratischen Partei, für engem Jahr habe ich stellvertretend für die JTL und für viele Junker draußen einen Appell DP-Kongress lanciert, für schnellstmöglich strukturelle Mesuren gegen die Logementskrise zu ergreifen. Eine Logementskrise, die Junker an Ausland treibt und die unser lützeburgischen Wohlstandsmodell degradiert. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Situation ist ein Jahr mich spät auf einem neuen Tiefpunkt gekommen. Preissteuer, Zinsexplosion und hohe Steuern machen es für viele Junker unmöglich, sich zu Lützeburg ein Hegenehmen zu leisten oder eine Wohnung zu lohnen. Auch als junge Handwerk Leute änderte viele Baustoppen, weil auch für sie geht es immer mehr schwer, für einen Obtricht zu kommen. Eine Situation, wie so oft, auf Kosten von uns Jungen. Begrüßenswert fand mir die Initiative von der Regierung, für 90 Logementen im Privatmarkt zu kaufen. An unseren Nahen geht das aber bedingt durch die aktuelle Situation im Wohnungsbaumarkt bei weitem nicht durch, und dafür fordern wir weiter 1400 Wohnungen um Privatmarkt abzukaufen. Weil alle Wohnungen, die an dieser Zeit nicht gebaut wird, werden an den nächsten Jahren dazu führen, dass die Logementskrise weiter verschärft wird und dass alle Handwerkerinnen und Handwerker, die lo keine Arbeit tun, hier Paierwerte müssen vom Staat bezahlt kriegen. Die Jungen Demokraten sind eine liberale Jugendorganisation, die hinter dem Wurstem steht. Der Wurstem sichert unser Sozialsystem und unsere Pensionen auf, sorgt für attraktive Arbeitsplätze und Opportunitäten für junge Entrepreneure. Das tut auch der Roy Reding verstanden. Denn Herr Reding hat die letzten 10 Jahre für ein Motto: Im Alter bereut man vor allem die Sünden, die man nicht begangen hat, gelebt. Wurstem für das Land heißt, dass wir bis 2060 über 550.000 Leute unterbringen müssen. Allgemein am aktuellen Bauperimeter leidet Potenzial für Wohnungen für weiter 300.000 Leute zu logieren. Ein Potenzial, das wir leider nicht umgesetzt kriegen, weil ein Großteil von diesen Grundstücken an der Hand
von ein paar private Großgrundbesitzer leid, die unbebauten Bauland oft als Spekulationsobjekt gesehen oder, wie die Jean-Claude Juncker 2012 formuliert hat, Lützeburger sich schuld und Misere von anderen Lützeburger, nicht Russen, Chinesen oder so sein fremden Murcht, mehr Lützeburger selber beute Lützeburger aus. Aus dem Grund fordere mir, und wir gesehen da auch eine große Zustimmung bei der DP, merci Xavier, dass eine Mobilisierungssteuer angefordert wird, an dass die mehr hoch und mehr schneller ist, wie das, was geplant ist. Und diese Mobilisierungssteuer wird dringend gebraucht, weil Bauland muss mobilisiert gehen, für neue Wohnraum für Juncker zu schaffen. Wir wollen noch gerne, dass in Zukunft mehr schnell gebaut wird. Für was das geschieht, fordere mir die nächste Regierung dazu auf, ein Superlogementsminister zu schaffen. Die Interessoren Logement, Interieur, Landesplanung und Umwelt innerzuschütten, für den Prozeduren-Dschungel endlich zu entschlacken und eine Bauoffensiv zusammen mit dem Privatsektor zu starten. Ein Gesetzesentwurf, den aktuell dafür sorgt, dass Männerlogementer gebaut gehen, das ist das aktuelle Mietgesetz. Das Mietgesetz begrenzt Rendite für Lokationswohnungen auf 2–3%. Das ist ein Taux, den ein Investisseur heute kriegt, wenn er seine Suen ohne Risiko auf die Bank legt. Suen, die als Haut im Immobilienmarkt fehlen, für neue Wohnungen zu schaffen. Und aus diesem Grund sind wir der Meinung, dass dieser Gesetzesentwurf nicht an die Chamber, wie an die Bubel gehört. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die zukünftigen Herausforderungen für das Land sind enorm. Es geht nicht mehr wie dem Ukubeln von unserem lützburgischen Wohlstandsmodell. Die Demokratische Partei hat in Zusammenarbeit mit der JTL Wahlprogramm ausgeschafft, den Antworten auf diese Herausforderungen, notamment am Logement, liefert. Und noch, wenn wir uns nicht auf alle einzelnen Punkte an dem Programm eins waren, sind ich überzeugt, dass das Wahlprogramm von der Demokratischen Partei das beste Programm von allen Parteien wird sein und dass Xavier Bettel der beste Premier für das Land ist und dafür den 8. Oktober für die DP löscht 2. Vielen Dank. Liebe Freundinnen und Freunde, wenn ihr eine Legislaturperiode benennen könnt, also dann der Politik auch immer im Moment für zurückzublicken. Auf die Herausforderungen, die gemeistert gesehen haben, ob die noch bleiben. Und aber auch auf die Lehren, die ihn für die Zukunft muss ziehen. Der Blick nach hinten schärft also Blick nach hier. Wir gucken aber auch nach rechts und nach links, ob alle Mitmenschen neben uns. Weil es sie, für die wir am Alltag Politik machen. Und es sind hier Sorgen, und hier Drehen, die wir an als Politik auflesen lassen. An eine Politik, die nur bei dir ist. Wo wollen wir die nächsten 5 Jahre hin? Wie wollen wir als Menschen zusammen leben? Wie gehen wir die größten Herausforderungen von unserer Zeit überhaupt um? Genug an erschwinglichen Wohnraum für die Jungen, Kaufkraft stärken, gerade für die Mittelschichten, für die Lebensqualität an allen Lebensphasen können zu garantieren und als ambitiöse Klimaziele auf eine soziale Art und Weise erreichen. Weiter Kader schaffen für stark und innovativ Wirtschaftsmodelle mit einem noch mehr starken Mittelstand, und das an einem international schwierigen Kontext. Das sind für die DP die Herausforderungen von unserer Zeit. Dafür haben wir die letzten Monate den Blick auch mit starken Bande gerichtet, für zusammen mit den alle guten asylischen Workshops neue Ideen zu developieren und intensiv Lösungen für das Land an den nächsten 5 Jahren und auch darüber raus können auszuschaffen. Liebe Freundinnen und Freunde, ich habe das Gefühl, dass wir 5 Jahre haben, an denen den politischen Krisenmanagement zum Normalzustand ging. Als im Land, als engen Bürgerinnen und Bürger, als vieles an der Zeit verlangt ging. Solidarität, gerade auch von den jungen
gegen Diver von einer älterer Generation an von denen vulnerabelsten an der Pandemie hat uns gewiesen, wie enorm das den Zusammenhalt war. Also sei das nicht vergessen. Aber auch die Solidarität von der Gesellschaft par rapport zu den Leuten an den Betrieben, die nicht konnten schaffen, war gerade so stark. Und aber auch die Wertschätzung von unserem Gesundheitspersonal, von unseren Käsierinnen und Käsiern oder auch vom Schulpersonal, ohne das wir das Krise nicht so gemeistert hätten. Wir haben als Gesellschaft zusammengehalten, auch wenn es nicht immer einfach war und auch wenn es als Freiheiten eingeschränkt wird. Politik hat vieles richtig gemacht in der Corona-Zeit. Lützeburg hat als einziges Land sein Krisenmanagement extern von der OECD evaluieren gelassen und hat auch ganz klar ein Bondnot ausgestaltet. Und dass die Regierung oft den richtigen Equiliber gefunden hat zwischen Einschränkungen auf der einen Seite und Freiheiten auf der anderen, hat auch ganz viel mit diesem Premier, dem Xavier Bettel, zu dienen, den nämlich ganz oft den Spagat gesicht hat zwischen den verschiedenen Ministerien. Es war eine Arbeit, hunderte Kulissen, die nicht immer draußen visibel war, mit der der Garant war für die gute Krisengestion an unserem Land. Es war eine Politik von den praktischen Lesungen für imminente Herausforderungen, die ausstehen. Eine Politik, die den Mensch bei all Decisionen an den Mittelpunkt gesetzt hat. Eine Politik, die immer bereit war, für Decisionen zu adaptieren, wenn es nötig war. Eine Politik, die sich immer hinterfragt hat, an der Situation angepasst wird. Ob das Politik können wir hilfreich sein, weil das Politik dreht die Handschrift von der DP. Liebe Freundinnen und Freunde, die wisst all, Zeiten no Corona sind nicht mehr einfach für das Land. Konsequenzen vom russischen Angriffskrieg an der Ukraine am Februar 2022, die spüren wir haut. Nicht nur die Sicherheitslage in Europa als haut ein anderer wie für drun. Wir sind noch mit einer Preissteigerung konfrontiert, wie wir sie schon lange nicht bekannt tun. Mit Energiepreisen, die riskiert hätten, viel Leid Ende des Monats an die Labyrinthen zu bringen. In Krisenzeiten weist sich, was das Sozialmodell an einem Land wirklich wert ist. Tripartit ist an der Vergangenheit ganz oft totgeschrieben gehen. Wir aber haben an das Lützeburger Modell geglebt. An 3 unterschrieben Tripartitsakkorde nur langen Verhandlungen weisen noch, dass das zu Recht war. Der soziale Frieden als Fundament vom Lützeburger Erfolgsmodell an DP wird dafür alles durchsetzen, für diese noch zu halten. Ziel von unserer Politik war es, an diesem schwierigen Kontext Kaufkraft von den Leuten zu halten, ohne aber die Wirtschaft aufzuwirken. Mit der DP haben wir den Indexmechanismus an Zeiten von starker Inflation aufrechterhalten, weil die Leute die Suchen am Portefeuille brauchen. Beim Energiepreisdeckel haben wir nicht nur den Staat für eine Kostenexplosion protegiert, aber wir konnten noch die Inflation an der Gitt halten, was schlussendlich auch den Betrieben zugutekommen ist. Wie effikaz diese Mesure sind, weisen Statistiken. Lützeburg als Entretant das Land mit der niedrigsten Inflation an der Eurozone. Er steht am Juni mit 3,2% Inflationstaux auf die Jahr geguckt, ganz gut da. Wir haben an dieser Legislatur bewiesen, dass DP kein an diese Krisenzeiten allein gelassen wird. Und DP ist auch der Garant dafür, dass das doch in Zukunft nicht der Fall wird sein. Ein Land bringt den aber nicht just viel mit Krisebewältigung. Viele Bausteine für eine bessere Zukunft sind in der letzten Legislatur gelöst gehen. Ich denke nun die großen Akzente an der Klimapolitik, beispielsweise vom nationalen Klimaplan, an dem wir konkret abweisen, wie wir den Weg Richtung Klimaneutralität umgehen werden. Und das zusammen
mit den Bürgerinnen und Bürgern. Ich denke aber auch an eine Bildungspolitik, die Eltern in ihrem Alltag unterstützt. Sie wird durch eine gratis Betreuung an der Maison Relais während der Schulzeit oder den 20 Stunden gratis Betreuung für die Kleinen. Für eine gute Betreuung haben wir auch klare Qualitätskriterien angefordert. Ich denke aber auch an eine moderne Familienpolitik, die die Familienleben mehr einfach macht. Beispielsweise, an dem der Pappekongé von 2 auf 10 Tage herabgegangen ist, und an dem es mit Kammergeld indexiert wird. Genau, aber auch eine ganze Reihe Chantien, die wir nach müssen umgehen, und eine ganze Reihe Herausforderungen, die durch die schwierigen Umstände in den letzten Jahren mehr groß sind. Liebe Freundinnen und Freunde, Wohnungsmarché sind wir am Ende an einer Kokasser-Situation. Die Bauernentreprisen riskieren, die Aufträge auszugehen. Und gleichzeitig haben wir aber einen großen Nachholbedarf beim Schaffen von Wohnraum. Wir kennen die Ursache vom Stillstand am Moment. Das leidet sehr Klamme vom Zins, für gerade gegen die Inflation in Europa vorzugehen. Da ist der Kostenpunkt für den Prä, den ich kann kriegen, immens herabgegangen. Hier eine Antwort zu geben, ist nicht einfach, weil der Marché für einen Moment etwas nicht tut, was man aber braucht. Das ist Prävisibilität. Wir haben in dieser Regierung einen Mesurepack angeholt, für die Konstruktion en general und den Wohnungsbau am Speziellen können zu stärken. Die öffentliche Hand muss hier einen Teil vom Privatmarché kompensieren, und gleichzeitig sind Incentive geschaffen gehen, für den Privatmarché ein Stück weit umzukurbeln. Das ist gut und das ist auch richtig. Ich sage, da war richtig raus. Das wird nicht durchgehen. Wir müssen an der nächsten Legislatur nach einem Schöpf drauflegen. Es wird den Leuten sondern dargestellt, für zu sagen, dass die aktuellen Sorgen um Bau der Grund sind, für was nicht genug gebaut wird. Das seit Jahrzehnten, wo der Wohnungsbau nicht am selben Maß geworden ist wie als Ökonomie. Jahr für Jahr bauen wir nicht genug Wohnungen. Und das ist ein Konstat. Keine Schuldzuweisung, okay. Und ich betone aber auch, dass viel geschieht an den letzten Jahren. Die staatlichen Investitionen an den Bau von bezahlbaren Wohnungen sind systematisch herabgegangen. Wir haben eine grundlegend neue Ausrichtung geholt mit Instrumenten wie dem Baulandvertrag an der Reform von der Grundsteuer. Das sind aber ganz komplexe Gesetzprojekte, die für ihre legislative Weg Zeit brauchen und auch da noch für voll Wirkung können umzulegen, recht mittel- und langfristig greifen. Die Zeit haben wir aber nicht. Liebe Freundinnen und Freunde, Wohnen darf kein Luxus sein. Ich gesehen hier so viel Junker am Saal. Und ich will ihr alle gut sagen, die haben Recht auf Wohnen. Weil Wohnen ist Fundament von einer guten Lebensqualität, die wir nicht verringern hier im Land bieten wollen, sollen und auch müssen. Die DP hat dafür ein ganz klares Ziel für uns an. Und das ist der Zugang zu bezahlbarem Wohnraum für jeden Verein. Nicht minder wie Zukunftsfähigkeit von unserem Land hängt davon ab, ob wir genug Wohnungen an den nächsten Jahren bauen. Lützeburg braucht einen Wohnungsbau offensiv. Und die DP wird dafür Mesuren ergreifen, sowohl kurzfristig wie aber auch strukturell. Die DP wird den öffentlichen Wohnungsbestand massiv ausbauen. Gerade für Jungleute werden wir auch deutlich mehr bezahlbare Lokationswohnungen schaffen. Gleichzeitig unterstützen wir sie mit ziblierten Hilfen, für dass sie sich auch ihr eigenes Themen können leisten. Auch das Konzept vom Mietkauf, wo der Loyer d'Ono beim Kauf umgerechnet wird, werden wir deutlich mehr fördern. Die DP will alle Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit auf ein Eigenheim geben, weil das für uns heißt, Bürger Wohlstand von unserem Land können zu bedelichen.
Für den Wohnraum an öffentlicher Hand kurzfristig an die Lut zu schrauben, werden wir weiter konsequent Privatprojekte abkaufen, die im Moment nicht können realisiert gehen, weil sich kein Käfer findet. Dazu ist nicht nur für Arbeit, für Bauentreprisen und damit der Dorfsicherung von Arbeitsplätzen, mit der Staat kriegt so auch mehr sehr Wohnungen, wie wenn sie selber bauen. DP wird aber auch Terrain, die am öffentlichen Besitz sind, direkt bebauen lassen. Wir können uns nicht mehr leisten, Bauterrain brachleihen zu lassen. Baubranche sicht im Moment Beschäftigung. An der Staat sicht Wohnungen. Aber da kommt mir bündeln, die staatlich an die Privatressourcen für heute zu summen, am Logementsnotstand können weiterzukommen. Für das massiv Investitionen finanziell zu packen, wird DP einen nationalen Biergerfonds für den Wohnungsbau und Leben rufen. Ein Invest an der Steen war zu Lützeburg noch nie ein schlechter Invest. Über diesen Fonds werden Bürgerinnen und Bürger und auch Betriebe in Zukunft einfach und unbürokratisch an staatliche Immobilienprojekte investieren können. Ein garantiert Rendit, gekoppelt mit steuerlichen Vorteilen, werden diese Fonds für jeden Verein interessant machen. Liebe Freundinnen und Freunde, den Zugang zum Eigenheim als für DP eine Priorität. Dafür setzen wir am Logement auch immer bei der direkten finanziellen Unterstützung für die Bürger an. DP engagiert sich dafür, Text von den Wohnungsbauhilfen nur oben anzupassen und aber auch den Plafond vom maximalen Revenu herabzusetzen, für das eben gerade mehr Leute auch von den Hilfen profitieren können. Mit der DP wird man darüber hinaus Jungleute in Zukunft kein Droit d'Enregistrement auf ihrer ersten Wohnung mehr freuen. Liebe Freundinnen und Freunde, es sind aber nicht zu eine Länge, die Wohnungen bauen. Los Prozeduren verhindern Wohnungen, sehr Prozeduren bauen Wohnungen. Dafür wird DP Genehmigungsprozeduren am Bau deutlich mehr einfach machen und damit auch viel mehr sicher können gestalten. Ich selber habe recht 4 Wochen ein Gesetzesprojekt an der Chambre gehabt, wo ich darauf gehalten habe. Das sind nicht mehr feste Lehren für eine Antwort von meinem Ministerium an Gesetzesstuhl kommen, aber wo am Fall, wo die Lehren nicht respektiert gehen, die Antwort für den Demandeur ein klaren Ja ist. Liebe Freundinnen und Freunde, das Prinzip Silence vaut accord für staatliche Administrationen ist genau der richtige Weg, weil wir gerne hätten, dass wir hier am Land Führung kommen. Am Wohnungsbau ist dieses Prinzip noch viel mehr dringend und wichtig. Auch Umweltprüfungen und Kompensationsmesuren sind wichtig. Aber wir müssen es aber mehr effizient machen. DP wird sich all die Prozeduren unholen, sowohl am Bau wie aber auch auf den anderen Ministerien, für zu gucken, dass wir transparent und klar zu machen und noch definitiv Delays können, darauf zu setzen. Und dafür engagieren wir uns. Liebe Freundinnen und Freunde, an Zeiten von enormen Herausforderungen, die auch der Lützeburger Staat finanziell stark belastet, hat die DP dafür gesorgt, dass die Belastung für die Bevölkerung mehr wie aufgefedert ist. Das war nicht mehr möglich durch gesund und gut geförderte Staatsfinanzen. Die DP wird Mittelschichten auch in Zukunft entlasten, an denen Leute etwas zurückgehen, die das Land am Alltag Laufen halten. Steuern spielen da eine ganz wichtige Rolle. Immer, wenn der finanzielle Spielraum da ist, als DP die erste Partei, die Bürgerinnen und Bürger reell entlastet.
Recht für kurzem als an der Chambre eng Upassung von der Steuertabelle und d'Inflation von 2 Indextranchen für 2023 an 2,5 Tranche für 2024 gestimmt gin. Das ist eine spürbar Entlastung am Portemonnaie von den Leuten, die direkt greift. An der nächsten Legislatur wird die DP Steuertabelle auch regelmäßig und die Inflation upassen. Das wird zu verhindern, dass bei Saläraugmentationen die Kahlprogression einen guten Teil von dem, was in am Fonds neu dabei verdient, ging abfressen. Und das habe ich schon oft gesagt. Und ich wiederhole doch heute nach einkehr. DP steht zum Index ab Punkt. Den Index ist eine von den größten sozialen Errungenschaften hier am Land. Und das Fundament von unserem sozialen Frieden. Den lichtfrankisch aufs Spiel zu setzen, ist mit einer DP nicht zu machen. Wir halten aber auch klar Ziel fest, für mittelfristig eine einzige Steuerklasse anzufeiern. An der kann besonders berücksichtigt werden. Also das ist einfach nicht mehr zeitgemäß, dass der Staat Steuerklassen definiert, die abhängig sind von der Art und Weise, wie die Menschen zusammen leben. Ob ein Koppel mit Kanner gepackt, bestört oder ohne Zertifikat zusammenlebt, dürft nicht darüber entscheiden, wie viel Steuern das sie schlussendlich müssen bezahlen. Das ist eigentlich weil genau das ist nämlich eine Steuerpolitik aus dem letzten Jahrhundert gehört definitiv aufgeschafft. Kaufkraft von den Leuten stärken geht aber nicht mehr mit einer starken Wirtschaft. Produktivität und Kompetitivität sind für viele Leute vielleicht nicht mehr abstrakt Wörter, die Wirtschaftsfetischisten halt mal benutzen. Mit diesen Termen sind ein Synonym für gut und gesund Arbeitsplätze. Sie sind Synonym für den Wohlstand von unserem Land und die Lebensqualität von all Einzelnen von uns. Dafür dürfen wir nicht leichtfrankisch mit unserem Wirtschaftsstandort umgehen. Lützeburg hat eine hohe Produktivität, aber sie stagniert. Qualitativ am Platz rein quantitativ wurzeln geht aber just mit einer hohen Produktivität. Die DP wird dafür an der Wirtschaftspolitik einen starken Akzent auf die Verbesserung von unserer Kompetitivität und unserer Produktivität legen. Aber für das klar zu sagen, die DP wird aber nicht zulassen, dass das Streben nach einer mehr hohen Produktivität auf Kosten von sozialen Errungenschaften geht. Das ist mit einer DP nicht zu machen. Die DP wird konsequent die Avantagen von digitalen Technologien und aber auch von der künstlichen Intelligenz nutzen. Künstliche Intelligenz soll den Mensch dabei nicht ersetzen, sondern unterstützen. Die DP wird dafür eine Taskforce schaffen für mehr Kompetitivität und Produktivität von unserer Wirtschaft. Liebe Freundinnen und Freunde, mein Herz schlägt für den Mittelstand. Schon die letzten Jahre Hunderten engagiert mittelständische Entrepreneurinnen an hier Mitarbeiter begegnet. Und ich kann nicht sagen, ohne die mittelständischen Betriebe ging das Land nicht laufen. Wenn ich an Kompetitivität denken ich als erstes an sie. Aber wenn wir ihnen das Leben mehr einfach können machen, für dass sie sich noch besser auf ihre Care-Business können konzentrieren. Ein gut
a kompetitiv Mittelstandspolitik als Ressort übergreifend anheescht fir DP fir un allem das Regelen an Vierschriften und Besoin von diesen Entreprisen ugepasst sind. Dass mir am Kader vom Logementspark geguckt hun d'Ausschreibungen am Bau méi mittelstandsfreundlich zu machen, as gut und das auch richtig. Wir müssen da in Zukunft systematisch für all Ausschreibungen machen. Dafür wird DP bei öffentlichen Ausschreibungen einen Mittelstandscheck aufhören. Dasselbe gilt für Gesetze, die Entreprisen direkt oder indirekt konzernieren. Wir werden da, wo es nötig ist, eine Mittelstandsklausel abbauen, für Klein- und Mittelbetriebe nicht unnötig zu belasten. Liebe Freundinnen und Freunde, wir alle Bannen engagieren uns an unserer Partei, weil wir die Lebensqualität der Leute am Alltag wollen verbessern. Und das an all Lebensphasen. Das Vereinbarkeit von Familie und Beruf spielt hier eine ganz wichtige Rolle bei allen Leuten. Ich gesehen zwei große Faktoren für den Spagat zwischen Berufs- und Familienleben besser zu meistern. Erstens ein gut Offer und qualitativ hochwertiger Kannerbetreuung und zweitens der Faktor Zeit. Zeit, für sich besser andeelen zu können zwischen daheim und der Arbeit. Nachdem das DP schon in der Vergangenheit massiv an die Qualität von der Kannerbetreuung investiert hat, wird man in der nächsten Legislatur allkant einen eigenen Betreuungsplatz garantieren. A puncto Arbeitszeit werden wir neu, flexibel und familienfreundlich Arbeitszeitmodelle aufhören, die den individuellen Bedürfnissen der Leute besser Rechnung tragen wie einen normalen 9-to-5-Job. Salarien sollen die Möglichkeit kriegen, am Akkord mit ihrem Patron hier Arbeitszeiten mehr frei können zu organisieren. Beispielsweise durch eine Jahresarbeitszeit und nicht eine 40-Stunden-Woche. Auch den Arbeitszeitkonto will man generell gesetzlich für alle Salarien aufhören. Die gute Experienz beispielsweise aus der Fonction publique weist, dass dieses System, den ermöglicht, Überstunden oder Recht Congé auf ein Konto umzuspüren, eine reelle Plus-Value für den Salarié und für den Patron ist. Wir werden aber auch Recht auf Teilzeit für Eltern von Kindern unter 13 Jahren aufhören, ohne dass es dazu Abbausen bei der Pension soll kommen. Und aber auch eine Erweiterung vom Congé parental bis zu 3 Monaten am Dialog mit den Sozialpartnern ausstreben. Der Papa-Congé soll überdems noch einmal von 10 auf 15 Tage herabgesetzt gehen. Lebensqualität ist aber auch unabhängig von der Platz, wo ihr gerade das können, zu schaffen. An einer modernen Arbeitswelt, also da viele Berufe, egal wo ihr mittlerweile digital Laptop schafft, das ist nicht wichtig, ob ihr daheim ist oder ob ihr auf einem Bürostuhl am Betrieb sitzt. Dafür fördern wir den Teletravail auch weiterhin, da wo es Sinn macht, und das am Dialog mit den Sozialpartnern. Wir setzen noch auf Coworking-Plätzen als Alternativ. Sie wird für Frontalien, denen hier am Teletravail aus steuerlichen Gründen limitiert sind, oder aber auch als Alternativ zum Homeoffice. So regional Coworking-Strukturen reduzieren für ganz viele Leute den Weg für auf der Arbeit und entlasten somit doch als Straßen an unseren Zugsreso. Liebe Freundinnen und Freunde, ohne gute Gesundheitsversorgung, die nur bei den Leuten ist, gibt es keine hohe Lebensqualität. Die DP setzt sich dafür an für einen Paradigmenwechsel an der Gesundheitspolitik. Die Gesundheitsversorgung soll dort stattfinden, wo die Leute sind,
nämlich an allen Regionen am Land. DP geht klar de Weg fort von einem reng zentralisierten Gesundheitssystem, die für viel zu lange Wartezeiten und ganz lange Tragödien für viele Leute sorgt. Dafür werden wir dezentral Gesundheitsstrukturen an den Regionen stärken. Lebensqualität am Alter heißt meistens ein autonom und selbstbestimmt Leben können zu feiern. Dafür wird DP einen starken Akzent auf die Qualität an der Seniorenbetreuung legen und auch neue Wohn- und Lebenskonzepte am Alter stärken. Die Lebensqualität kann an den verschiedenen Lebensphasen ganz eigenständig Akzente haben. All diese verschiedenen Akzente spiegeln sich an unserer gemeinsamen Politik. Lebensqualität heißt nicht unbedingt mehr, mit heißt vor allem besser. A besser Lebensbedingungen für Jidverein aus dem Ursprung, den wir mit dieser Politik wollen hun. Lebensqualität an eng nachhaltige Entwicklung sie ganz eng mit ihnen verbunden. Eine Klimapolitik mit Briescheisen wird aber nicht funktionieren. Denn für die Klimakrise ist nicht kein Wurstum und das auch nicht eine Verzichtspolitik. Wenn ihr bei der Klimapolitik nicht Soziales, Wirtschaft und Klimaschutz zusammen denkt, werden ihr seine eigenen Ambitionen scheitern. Aber wenn ihr Menschen nicht mitteilt, werde ich gerade so scheitern. Dafür hat Xavier auch den Klimabiergerrat en place gesetzt, für am Dialog mit Bierger den nationalen Energie- und Klimaplan auszuschaffen. DP engagiert sich mit massiven Investitionen und Subventionen, die Energietransition mehr sehr voranzutreiben. Damit garantieren wir eine sichere und bezahlbare Energieversorgung in der Zukunft. DP wird dafür sorgen, dass auf all Dach, an all Flächen, die dafür geeignet ist, auch Landzuglehnen an Autobunnen, Photovoltaikanlagen installiert gehen. Wenn die Leute sich Photovoltaik auf ihren Dächern nicht sollte können leisten, soll der Staat sie komplett finanzieren. DP lebt aber auch um die internationale Kooperation. Lützeburg soll sich auch verstärkt am Ausland und großen Offshore-Wandprojekten und Solarparken beteiligen, für als mittelfristig energieunabhängig zu machen. Akzeptanz für eine ambitiöse Klimapolitik an der Gesellschaft schafft den nimmen, wenn die Kosten für die Menschen verhältnismäßig sind. Wir wollen dafür Anreize für klimafreundliches Verhalten setzen und nicht Strafen. DP wird dafür tun, von den Subventionen für klimafreundliche Mesuren herabsetzen und eine Sorte tiers payant aufhören, für die Bürger die substanziell Kosten zu finanzieren. Damit braucht der Bürger in Zukunft just nach den eigenen Kostenanteil zu bezahlen und muss nicht mehr auf das Remboursement vom Staat warten. Eine ambitiöse Klimapolitik verlangt aber auch sehr Prozeduren. Wir werden dafür die Genehmigungszeit für Energie- und Sanierungsprojekte stark reduzieren, mit festen Delayen und auch mit dem Prinzip vom Accord tacit. Der Willen an der Bevölkerung für einen starken Klimaschutz ist da. Der Willen an der Wirtschaft ist auch da. Nur in der Politik, der Weg konsequent weiterzugehen. Der Weg für eine klimaneutrale Gesellschaft ist gezeichnet und DP wird alles machen, für unser Land auch ganz gezielt dahin zu feiern.
Liebe Freundinnen und Freunde, DP als Partei von der Zukunft. Wir wollen unseren Wohlstand sichern, die Lebensqualität verbessern an den nächsten Generationen ihren eigenen Gestaltungsspielraum losen. An all die politischen Felder muss wir Zukunft dafür fest am Blick haben. Dafür werden wir unsere Schulen die Investitionen weiter herabschrauben. Für alle Kanner das bestmöglichsten Enkadrement und gute Zukunftschancen zu geben. Gerade an unseren Schulen muss man als Programmer und den technologischen und auch den sozialen Wandel aufpassen. Dazu gehört auch den Älteren an all Schulen die Schwarze gehen, ob hier Kanner eine Alphabetisierung auf Deutsch oder auf Französisch machen. DP wird doch Zukunftskompetenzen von unseren Kanner am Schulsystem weiter fördern. Und das sind Kreativität, Kommunikation, kritisch Denken und Kollaboration. Zukunft am Blick. Und wir aber auch in der Arbeitswelt, wo wir die richtigen Fachleute mit den richtigen Kompetenzen für Mut brauchen. Und an der Wirtschaft, an der es Betriebe die richtigen Kader für Innovation und Weiterentwicklung brauchen. Zukunft mischt sich an der Gegenwart. DP hat die letzten Jahre gewiesen, dass wir die richtige Partei für die Herausforderungen von Haut und von Mut sind. DP hat an den Gemengewahlen bewiesen, dass wir das Vertrauen von den Leuten an als Politik haben. Wir werden alles daran erlegen, für auch an den Nationalwahlen das Vertrauen zu kriegen. Wir alle zusammen sind mehr wie bereit für die intensiv nächsten Monat. Also dass die zusammen umgehen, zusammen mit unserem nationalen Spitzenkandidaten Xavier Betteland, zusammen mit all unseren regionalen Spitzenkandidaten und mit allen guten Kandidaten, mit uns als Summe Xavier, ich kann dich freuen, auf die Bühne zu kommen. Merci, merci, merci. Verdeicht eng technisch sehr. Ich habe gesehen, es stehen noch ganz viele Leute da am Gang. Das ist noch nicht fertig. Du, Winzer, wo sind noch Plätze frei? 1, 2, 3, 4, 5. Hey, für die, die da noch stehen, es sind 450 Plätze, hey, dann sind noch 5 frei. Hey, voilà, komm dich sitzen. Hey. Hey, ist noch ein frei. Kann ich den Fanger raus hier, wo noch ein frei ist? Hey. Da hannen. Du öffnen das nach eng frei. Weil du hast auch nach eng frei. Hier ist nach eng frei. Ich gesehen nach Leute stehen, steht da lieber. Du siehst mich noch beim Kontwerk. Ich kenne das. Okay. Erlaubt mir just, merci für das Vertrauen. Ich muss sagen, ich bin ganz geehrt, dir für den 8. Oktober als nationaler Spitzenkandidat den Vorwurf von der Demokratischen Partei wird verteidigen können. Nun zu gestern, als der am Büro Exekutiv einstimmig zugeholt ging, gestern oben noch am Komiteedirekteur. Ich muss sagen, dass ein Fried zu wissen, dass meine Equipe sind, dass, weil man viel als nicht, wenn noch nicht eine ganze Equipe Hand zu schwert und dass die Demenz gut zu spüren, dass da auch die Politik unterstützt, wo ich Chance habe, seit 10 Jahren Premierminister hier in diesem Land zu sein. Ein größer Merci. Der Premierminister ich habe aber eng Hilfe heute Morgen für die Kandidaten hier zu präsentieren, die man noch Hilfe kennt. Ich stelle euch hier den jüngsten Gemeindekonseil aus dem ganzen Land als von der DP und als Gemeindekonseil heute zu Betzter. Ich habe gestern den Premiersdiplom überreicht, dafür holt nicht die Welt, wann noch ein bisschen mit ausgesagt. Voilà, Hugo da Costa.
nur de Rest, ja. Ich sitze nicht schon. Merci Xavier fir de Live-Intro voilà, wie annoncéiert, fir ma eng ganz klenge Gesprächsrun mat de Spitzekandidaten féieren. Xavier, du bas als nationale Spitzekandidat, méi du bas net länger am Zentrum. Dats nach eng einer Co-Spitzekandidatin anzwe Juriko Backes, Juriko wann ze wët. Wir geben noch gleichzeitig einen anderen Bezirk mit auf Bühne invitieren, und zwar ein ganz, ganz schöner Bezirk, den Bezirk vom Norden, und zwar mit den zwei Spitzenkandidaten, den Mark Hansen und den Ferner Oetschen. Xavier, wir fangen dann Matthias, den nationalen Spitzenkandidat, an. Du bist seit bald 10 Jahren Premier. Wirst du für dich den Mandat angeholt hast, du warst knapp 10 Jahre alt. Ich wollte schon nicht mehr alt wie das zu passen, aber es sind einfach. Ich wollte 10 Kilo mehr Licht. Am Anfang wollte ich fragen, wenn du so zurückguckst auf die 10 Jahre, wie hat sich Lützelburg entwickelt, oder was sind die positiven Entwicklungen, die du da rausholst? Ich meine, Lützelburg, ich werde dann noch Retro-Bago und hat sich modernisiert, dann mussten alles verändern, für das Draht zurückgedrängt wird. Der Risiko besteht, und ich werde dann noch erklären, für was. Ich habe 10 Jahre gehabt, wo schwierige Momente waren, internationale Krisen, nationale Situationen am Covid, eine Inflationskrise, eine Energiekrise, wo man alles wollte verändern, für das es eine Sozialkrise oder eine Wirtschaftskrise gibt. Aber was mich am meisten gefreut hat, muss ich da sagen, als die Solidarität, die ich hier an diesem Land wirklich gemerkt habe. Ich habe noch durch den Klimawandel Katastrophen, oder den Tornado oder Überschwemmungen gesehen, wo Leute alles verloren haben, wo Noperen direkt angesprungen sind, Leute, die nicht Noperen waren, die aber direkt Hilfe bekommen sind. Beim Covid, wo ein sich den anderen noch gekümmert hat, geholfen hat. Und das, dass die schönen für kurzem auch an einem Interview gesagt, ja, ich gehe so, ich bin menschensüchtig. Und ich muss sagen, ich bin hilfreich, über die Kontakte, die ich mit den Leuten tun kann, die Solidarität, die die Lützburger haben, und das Lützburger, nicht Lützburger, aber wirklich die Leute, die hier wohnen, einen auf den anderen zählen kann. Wenn ich gesehen am Ausland, wo probiert, das zu machen, wie wenn anders das ein Problem wäre, sind wir uns bewusst, dass es flott ist, dass wir halt gut noch ernst das sind. Stell ich mir vor, die hat 450 Spitteln und der Backes sitzen. Das hat für auch nicht den, ich hätte auch können Dallas so langsam Platz dumm zu lachen. Also, und das ist stark, damit sind uns der selber bewusst. Sie sind ganz, ganz hilfreich. Xavier, du weißt, das Sujet vom Klimawandel und von der Energiewende, das selbst wird extrem viel thematisiert, geht doch über ganz Europa heraus und über die ganze Welt. Vor allem für meine Generation, die da doch auf der Straße gewesen ist, dass das Sujet, den ihnen wirklich Herzen leid. Was hast du der letzte Bäuer weh? Was hast du ein Lösungsvorschlag für die Zukunft, den TP soll erschlagen? Also, das, was wir gemerkt haben, dass wir nicht von oben rauf diktiert, weil ich überzeugt sind, dass wenn ich von innen rauf noch lauscht, in Angst du merkst, dass die Bevölkerung viel mehr sich traut, wie wir als Politiker. Und wir haben da ja die Klimabiergerrot gehabt, wo jeder darüber gelernt hat, ganz am Anfang an der Notabist, aber jeder gesagt hat, wow, über das, was gemacht ist. Du siehst Klima wie für die Jungen, es ist so just Klima für jeden. Und wir sind hier am Osten, wenn die Leute meinen, dass die Winzer, die Bauern egal ist, das sind die Ersten, die daran leiden, wenn die von der Klimakrise, das sind die Ersten, die von der Drischen leiden, die dann nicht können produzieren. Da haben wir die Klimasituation, wo ich auch da nur wieder mehr angehen, als eine Verpflichtung, die wir haben. Nur gucken kann es sein, wollen lo bremsen kann es sein. Wir haben zu viel Tendenz, das aber weltweit so, durch eine Krise, an der Bank hat Klimakrise in Salkreis wollen es an den Tierrang zu lehnen. Und das ist irresponsabel. Also ich sehe kein
Grünen Premierminister sind NDP-Premierminister, mehr war Klimapremierminister. Und das steht als Partei mir vielleicht nicht ein geringe Pinkelchen an unserem Logo, mir gelebt mir Grünpolitik als also Klimapolitik, eine bewusste Politik für Mathe-Leute, die zusammenzuholen und zu summen, nur Lesung zu sichern. Also, die Leute sind nicht das Problem, die Leute sind die Lösung, aber wenn wir nichts machen, dann gehen wir alle das Problem. Voilà. Merci Xavier. Immer River op den Co-Spitzekandidatin Juriko Backes. Merci Juriko, dass du auch dabei warst. Du bist als Finanzminister ganz viel gereist, am Ausland, zu Bresel, aber auch hier am Land ganz viel. Was sind Begegnungen, die dich besonders markiert haben? Merci Hugo. Ich bin effektiv viel gereist, seitdem ich an der Regierung bin, an Europa, an Asien, an Nordamerika auch ganz viele Kontakte auch geschafft, die wichtig sind für unsere Ökonomie, für unseren Finanzplatz. Ich war auch ganz viel hier, ganz viel Gespräche gefordert. Nicht nur mit Repräsentanten von unserer Ökonomie, von unserem Finanzplatz, aber auch mit ihnen. Du fragst, wer Kontakt mich am meisten inspiriert. Ich gebe dir so als Frau an einer Finanzplatz, beim Finanzplatzkader, du hast noch ziemlich allein, das trotzdem noch immer eine Männerwelt. Und ich muss sagen, dass ich da aber ganz vielen incroyablen Frauen begegnet, Junker und auch Männerjunker, die mich wirklich inspiriert tun. Wir schätzen ganz viel von Talenten, dass man morgen von Talenten haben. Wir am Anfang sind Talente rundherum uns. Wir müssen sie vielleicht ein bisschen mehr und besser unterstützen. Auch am Interesse von unserem Finanzplatz, die trotzdem noch extrem wichtig ist und bleibt für unsere Ökonomie. Und wenn wir wollen, die Transition reüssieren, digital und nachhaltige Transition, da sind wir auch angewiesen auf einen exzellent abgestalteten Finanzplatz. Juriko, du hast auch als Finanzminister konstant an ob unser Portemonnaie oder was netto an unserem Portemonnaie ist. Ich wollte fragen, was können wir machen, für das besonders Familien und alle Menschen am Anfang eine bessere finanzielle Situation können haben? Ich meine, wir haben ganz viel Krisenmanagement gemacht und wir haben ganz viel gemacht, also an den verschiedenen Diskursen der Morgen auch schon mentioniert gehen, was wir wirklich fertig tun, da das Kaufkraft von den Leuten durch das Krise auch zu erhalten, respektive zu renforcieren. Das ist so nicht echt, das seht ihr aus den Stadtteil, das auch mentioniert gehen, dass mal nach Rezent durch die Chamber dann noch die Anpassung wir Steuerkredit für das Jahr konnten machen, Autor von 2 Indextranchen. Nächstes Jahr dann Anpassung von der Steuertabelle, Autor von 2,5 Indextranchen. Das wird wirklich einen direkten Impact haben für die Portemonnaie für die Leute. Die Kahlprogression als etwas, das will man natürlich bekämpfen. Und da tun wir das Mesuren auch gemacht. Eine Mesure parmi ganz vielen, die man konnten auf den Weg bringen. Und das, wo mir vom Anfang gehen, auch ganz wichtig, dass die ja länger zählen. Wir haben das Budget von diesem Jahr, haben wir das Kreditimpôt monoparental auch an die Lut gesagt, auch verbessert. Das war für mich auch wirklich ganz wichtig. In Zukunft gucken, der Lex wurde doch schon gesagt, die Anpassung von der Steuertabelle, das regelmäßig machen. Ich meine, das ist ganz wichtig, auch für die breite Mittelschicht wirklich nachhaltig können zu unterstützen. Voilà. Darüber hinaus muss ich aber auch sagen, dann als Finanzminister gesund Staatsfinanzen werden wichtig bleiben für uns alle guten Haut, für uns alle guten an für die zukünftigen Generationen auch nur. Das heißt, wir müssen da immer gut aufpassen. Merci. Vielmals merci Juriko, vielmals merci Xavier als 2 Spitzenkandidaten aus dem Zentrum. Da gehen wir rüber die wunderschöne Region, den Norden. Fängt mal an mit Fernand. Fernand, du bist als Parlamentspräsident der erste Bürger vom Land. Und nur bei den Leuten, das an deiner DNA. Wie wichtig wäre dir das Bürgerbeteiligung an der neuen Verfassung? Ich meine, das wäre ganz wichtig für mich. Ich meine, das findet sich auch an der neuen Konstitution drin. Ich kann wirklich sagen, und das hat ganz viel Zuversicht, dass die Chambre als Institution
gestärkt gehen. Das also auch besonders aber gestärkt geht, weil der parlamentarische Dialog mit den Bürgern gestärkt gehen. Und es ist so, dass Bürger wollen bei den politischen Decisionen und auch bei allen Diskussionen mitschaffen. Die wollen jedenfalls groß. Die Chamber ist heute nicht mehr eine Institution, wo die Bürger sollen vertraut sind, mit einer Institution, wo die Bürger wollen aktiv mitschaffen. Ich meine, dass man das jedenfalls fertig wird. Ich meine, muss aber auch so, dass eben durch die neue Konstitution neue Bürgerbeteiligungsmittel geschaffen gehen. Ich denke, dafür und allem aber und die Möglichkeit für die Bürger für selber Gesetzespropositionen zu machen. Wir sind natürlich auch an die Chamber hingegangen, dass man die Chamber mehr zugänglich gemacht hat, mit einem neuen Internet sieht und auch mit einem reformierten Chamberwirtschaft. Fernand, du kennst vu Fehlen dowen am Norden, du schon eng weit Rees gemacht fir haier Brett zu kommen. Du schaffst an der Stadt. Chamber kann e leider net dezentraliseieren, mir aner Servicer vum Land awer schon. Wie geseist du de Sujet vun der Dezentralisierung? Hugo, ich muss da so, dass ich 4 Mengen politische Leben an einer staatlicher Verwaltung zu Dickrich geschafft habe. Und ich spiele Pro da zu schätzen, wenn er seinen Erbesplatz nur bei seiner Familie, nur bei seinem Duhem hat. 12 Kilometer von Dickrich weg zu viel. Dafür weiß ich natürlich eben zu schätzen, wie wichtig die Dezentralisation ist. Und ich meine, das ist auch ein Sujet, die besonders eben den landwirtschaftlichen den Raum konzerniert. Und dafür ist es eben einfach wichtig, dass man Erbesplätze bei die Leute bringen und nicht umgedreht. Und ich meine, das ist auch eng von den Forderungen, die wir an unserem Wahlprogramm haben, gerade so gut wie wir auch am Wahlprogramm stehen haben, dass es dafür gilt, die staatlichen Verwaltungen an den Regionen auszubauen und dann eben auch an den Lex-Stelles für die Vierhäuser gesucht hat, dass man auch Co-Working-Infrastrukturen, besonders am Grenzraum, muss schaffen. Aufschließend will ich da aber etwas sagen. Als Chamberpräsident habe ich mich immer einer gewissen Neutralität verpflichtet. Ich bin dafür froh und ganz motiviert für diese Wahlkampagne, dass ich den Tiger rauslassen kann. Merci Ferner, wir sind alle gut gespannt, den Tiger dann zu sehen. Da gehen wir rüber bei der Marc. Marc, du bist responsabel für die Digitalisierung. Und wir wissen, dass Digitalisierung ein Sujet ist, den wichtig ist für den Alltag von den Leuten, und auch auf der Arbeit. Und dein Ministerium hat ganz, ganz viel geschafft in Richtung Digitalisierung und wird dafür ausgezeichnet. Wie können wir die Chancen von der Digitalisierung mehr nutzen, an die Chancen auch heute als DP noch bringen? Ich meine, wir haben in den letzten Jahren den Staat modernisiert und digitalisiert. Wir haben Tausende von den Marschen online gemacht. Wir haben 2019 400.000 Transmissionen gehabt zwischen den Bürgern und den Betrieben und dem Staat. Und wir sind bei über 2 Millionen der Transmissionen kommen. Und das weist ja, dass wir da wollen leben von den Leuten mehr einfach machen. Digitalisierung soll immer nicht da sein, für die Leute Sachen mehr einfach zu machen. Daran haben wir geschafft. Wir klappen uns nicht mehr selber auf die Schulter. Am EU-Ranking von der Kommission sind wir auf die 3. Platz gekommen, an dem E-Government, für die erfahren als Land einfach noch weiter zu feiern. Manche sind wir da gut abgestellt. Intelligenz artificielle muss man gut enkadrieren. Und da können wir heute zu Lützeburg mit dem dorten Wissen, was wir haben, können wir Kompetenzzentren mit der Forschung machen, am Dienst vom Land, für an den Alldagstransmissionen die Marche zu helfen. Automatisiert Steuererklärungen, hilft den Beamten, hilft auf der anderen Seite den Leuten, Studentenkursen, die kann am Ausland machen, sie klare Beispiele, wie man das können für den Einzelnen abbringen. Damit haben wir den Staat modernisiert, die Staatsbeamte fit gemacht, DP ist an ihrer Vergangenheit immer für einen Sozialdialog gewirrscht. Ich meine, das haben wir in den letzten Jahren gepflegt, Verhandlungen haben wir an der Zonen in die gefordert, und wir kommen immer ruhig, unabgeregt mit Resultaten heraus.
Da das DP dofir stimme mir auch an Zukunft. Mark, die Bemühungen nach Richtung mehr Digitalisierung, die liefern noch einen Beitrag am Kampf gegen den Klimawandel. Ich denke da zum Beispiel den Teletravail, den wer kann zum Beispiel. Wie gesagt du das? Wie gesagt du zum Beispiel die Chance vom Teletravail? Teletravail immer alle Leute kennengelernt, auch für eine paar Jahre, wo den das beim Staat zum Beispiel noch am Privatsektor gar nicht kann. Beim Staat waren 169 Leute am Teletravail 2019 an einem Pilotprojekt. Los immer zu über 15.000, die das machen. Wir haben alle guten Homeoffice gemacht an den letzten Jahren, an denen Berufe, wo es möglich war. Das wird natürlich auch nicht überall möglich sein. Das ist natürlich ein Faktor für auch Männer Tragedien zu haben, das muss man fördern. Das sind die Sachen, die wir weiterdrücken. Coworking ist passen, Remote Working müssen die Arbeitswelt aufpassen und die Wünsche von den Betrieben und von den Leuten am Sozialdialog, das ganz flexibilisieren, so wie die Leute wollen schaffen. Du hast den Teletravail natürlich eng mesure nicht nimmen, wir sind gut abgestaltet für Entretemps an Mengen. Das sind die Erfahrungen, die wir weiter sollen an unsere Programmen, an unsere Kampagnen weisen, werdet für Lesungen gibt. Das als DP zukunftsorientiert für weiterzukommen, für Land, Leute, Betriebe, Bürger Döner zu bringen, wo man in diesem Jahrhundert sein muss. Merci, merci an Spitzenkandidaten aus dem Zentrum und aus dem Norden. Und ich gebe die nächste Spitzenkandidatin schon abrufen. Ich gebe mit unserem Duo aus dem Süden aufhängen, und zwar dem Claude Meisch und dem Max Hahn. Und dann natürlich für mich aus auch gewählten aus dem Osten, also natürlich ein ganz eher Spitzenkandidaten aus dem Osten vorzustellen, das Spitzenduo Caroline de Lex. Wir fangen am Süden an, Matthias, das fängt Matthias an. Claude, du bist nur in unseren Schulen und unseren Bildungsstrukturen und du redest auch ganz viel. Und du siehst ganz viele Jugendliche und du schwätzt auch viel mit ihnen. Was sind die Besogne von den jungen Leuten im Jahr 2023? Ich meine, Hugo, du weißt das gerade gut wie ich, weil du warst vielleicht noch ein Stück mehr nur in den Jungen drin, wie ich das hier kein Sinn. Mit die sind ganz unterschiedlich. Wir haben ein Land, wo die Jungen ganz unterschiedliche Hintergründe haben, kulturelle Hintergründe, soziale Hintergründe. Und mich fuchst eigentlich noch immer etwas, und das bewegt mich, für mich noch immer für die Sujet dort zu engagieren, dass das ganz viele Jungen noch immer gibt, die nicht das ganze Potenzial können ausschöpfen. Und wir haben viel geschafft. Wir haben als Schullandschaft diversifiziert. Wir haben an der Lexo gesagt, auch nach ambitionierte Projekte für zum Beispiel auch an all Wirtschaft, an allgemein auch den Eltern die Möglichkeit zu geben, je nachdem, für hier Spruch du hast, ob Deutsch oder ob Französisch können alphabetisiert sein, viel bessere Zukunftschancen. Und es gibt aber noch einen anderen Punkt, wo ich merke, und das wirst du an deinem Leben ganz besonders zu spüren kriegen, dass man nach großen Transformationen, wir haben ganz viel über Digitalisierung geschwärzt, und das wird dann eigentlich akzeleriert durch artificielle Intelligenz, an Platz vom Mensch an einer Welt, wo artificielle Intelligenz ganz stark präsent ist, in einer Arbeitswelt, in einer Gesellschaft. Darüber soll man wirklich auch nachdenken. Da gucken, welche Kompetenzen braucht junge Mensch haut, weil die Maschine wird aber nach Munches überholen, wird können gewisse Sachen machen, die Haut auf dem Büro geschehen, von der Mandarbeiter geschehen. Und ich meine, sie wirklich die menschlichen Kompetenzen, die gefroht gehen, an dem muss man ganz besonders unterstützen bei den Jungen. Haben wir zum Teil über den ganzen Bereich von der nonformalen Bildung gemacht, fängt an der Crèche, an der Maison Relais. Und ich meine, man muss nicht aber auch in den nächsten Jahren mehr nach developieren, über wirklich auch Lehrprogramme an den Schulen, Projektsarbeit, Teamarbeit, auch kritisch denken, fördern, alles das wird in Zukunft von dem Einzelnen mehr gefroht gehen. Der Mensch muss ja eigentlich immer mehr weit denken können wie die Maschinen. Und das muss man trainieren. Apropos neue Technologien,
Lützeburg wird an den letzten 20 Jahren ganz viel an Forschung investiert und aber auch an den Hochschulen. Was das am Anfang, was für einen Impact haben die Investitionen auf die Entwicklung von unserem Land? Und für mich wären Dolo immer zwei Sachen wichtig. Und ich denke, das bleibt auch wirklich wichtig. Erst einmal, wenn man investieren, dann muss es Qualität sein. Da muss man international mit ganz oben vorbeispielen, weil sonst bringt es dem Land finalement auch nichts. Und da tun wir auf ganz vielen Domänen erreicht. Und ich kann wirklich alle guten invitieren, nochmal ein Jahr zu lesen, gucken zu gehen, wen da alles bei uns an der Forschung, an der öffentlichen Forschung zu Lützeburg aktiv ist. Das lässt sich wirklich weisen, wie zum Beispiel international Interview geht, an der internationalen Presse, von Experten, die heute zu Lützeburg forschen. Und das ändert das also. Und das ist wichtig für uns, dass wir auch als Land etwas davon haben. Die Universität probiert das immer mehr stark auch zu machen, Junge auszubilden, die an der Finanzplatz können aktiv sind, die an der Ingenieurie können Responsabilität überholen, an der Digitalisierung das können machen. Für das Stichwort Medizinerausbildung gefallen, Gesundheitsberufe gefallen, das muss man ganz klar visieren. Ein Dossier, den ich gut kenne, auch Enseignern auszubilden, für das wir Schulen überhaupt können, Laufen halten. Das möchte das muss weitermachen. An der Forschung, also der wird selber, die erinnern dich vielleicht, während dem Covid, wie stark auch die ganze Forscherkommunität heute zu Lützeburg sich engagiert hat. Wir hatten ohne Idee Scale-Testing gehabt, wir hatten Durchfassanalyse nicht gehabt. Und das hat das aber enorm geholfen. Und an denen Transitionen, die hinter dir stehen, Digitales, aber auch die Energietransition, Mensch, brauchen wir den doten Support, die Entreprise braucht den, Gesellschaft braucht den. Merci, Claude. Max, du bist Pap von 2 kleinen Kindern und du bist auch Familienminister. Du weißt ganz genau, was die jungen Familien am Alltag brauchen. Was ist also für dich besonders wichtig? Da ich denke, dat allererste, dass wir brauchen eng qualitativ ganz höchstwertig Kinderbetreuung, die für jeden zugänglich ist. Und das verbunden mit dem Faktor Zeit. Ich will vielleicht ein bisschen ausholen. Über die letzten Jahre, die letzten 2 Legislaturperioden, haben wir probiert, auf den 2 Wolle ganz aktiv zu sehen. Claude auf seiner Seite und Corinne auf der anderen Seite. Wir haben zum Beispiel ein Congé parental ausgebaut. Wir haben so gemacht, dass für jeden zugänglich ist, dass sowohl die Mama wie auch die Pappen davon profitieren, dass Leute sich nicht leisten, den Congé parental zu holen. Von den Zielen war eben auch, dass die Pappen op de Congé parental zurückgreifen. Und das ist auch gelungen. Mittlerweile sind wir bei einem Tor von 50%, also 50-50 zwischen Mammen und Pappen, die den Congé parental holen. Das ist immens wichtig. Für was ist das eigentlich so wichtig? Das ist wichtig, weil gerade Bindung, die kann zu seiner Mama, seinem Pap aufbaut an den ersten Wochen am Monat, die ist immens wichtig für die spätere Entwicklung vom Kind, und noch Zukunftschancen, die Kind hat. Und dafür wollen wir dann noch an unserem Wahlprogramm, wollen wir auch gerade den Faktor Zeit nach mehr Gewichtung gehen. Auf der einen Seite ein Pappekongé, den ein Jahr weiter soll an Blut gesagt gehen, wo die von 2 auf 8 bis auf 10 erhöht gehabt, und die ging auf 15 Tage erhöht gehen. Auf der anderen Seite natürlich der Congé parental, den auch noch soll ausgebaut gehen bis zu 3 Monaten. Und auf der anderen Seite, das wird ganz wichtig, dass die Zeit nur im Congé parental, das wird zu gucken, dass Eltern Beruf a Familien noch besser unter den Hut können kreen, für ihre Arbeit können not zu gehen, und auf der anderen Seite ja, worum hier kann können zu kümmern. Und du hast eben recht auf Teilzeit, das ist ganz wichtig. Da haben wir dann auch an diesem Wahlprogramm stehen, dass das bis zum Alter von 13 Jahren von den Kindern soll machbar sein, und das natürlich auch so, dass das ohne Abbußen auf Pensionsrechte haben, nur selbst, weil eben auch ganz wichtig ist, nicht dass später einkehren, und wir wissen dass ganz viele Beziehungen Leute einfach an die Brüche gehen, dass dann dem die Partner, den sich dezidiert hat, für eben ein bisschen Verwerbest geht zu reduzieren, an die Zeit mehr zu nutzen für die Kinderbetreuung, dass die Bemol nur an der Pension ganz groß arm muss machen. Das muss man verhindern, Hugo. Als Familienminister was du nicht nehmen, also kümmerst du dich nicht nehmen um junge Familien, aber auch um als ältere Leute. Was können wir uns bewirken, was können wir machen, für das als ältere Leute auch besser leben können?
darüber rausgehen einer ganz spannend Wolle, wie zum Beispiel die Leute bei einer Behinderung oder den Leuten, denen es mich schlecht geht, verletzt, aber du fragst spezifisch, was will man machen, für eben gerade den älteren Leuten nach gerecht können zu gehen. Du hast es so, dass es dafür und allem darum geht, für denen, die den Reichtum von Lützeburg abgebaut haben, für denen die besten Konditionen am Alter zu liefern. Das heißt, es geht darum, für Qualität von den Services zu garantieren und also auch ganz neue Moyen zu geben, für die zu kontrollieren. Das heißt, geht nicht mehr durch, wenn ich zum Beispiel ein Alterspflegeheim hat, für zu gucken, wie breit müssen Tiere sein, wie lange die auf der Fluchtweg sind, all die Sachen, die selbstverständlich sollen gucken. Man geht es konkret Qualität, sie wird vom Ersten, von der Betreuung, von den Aktivitäten, die Geburten gehen, und das nicht nur an den Infrastrukturen wie Alters- und Pflegeheimen, aber auch an den mobilen Services, beim Telealarm zum Beispiel, bei den Active Plus, die im Moment nach Club Senior nennen. Hier die ganze Bandbreite soll aufgedeckt werden, dass so Qualität an Blut gesagt wird, dann noch, dass eine Preistransparenz spielt. Ich meine, eine andere Wolle, die ganz wichtig ist, dass ihn den Leuten affichiert, was kostet, weil das zum Beispiel an den verschiedenen Services von Basis aus und mal am Package mat dran, wat kosten die Einzelprestationen, die nawer de ganz Tags brauchen als Supplement. Und da wir bei einem anderen Sujet heute so, dass auch all die Services muss jidrängen zugänglich sind. Auch denen Leute, denen es nicht so gut geht, auch am höheren Alter nicht so gut geht. Und dafür ist es ganz wichtig, dafür zu sorgen, dass jeder sich dazu mal leisten kann. Da haben wir den gesetzlichen Kader dazu geschafft. Wir schaffen im Moment ein Gesetz, respektive das an der Prozedur, für eben auch noch darüber rauszugehen und all die Basisprodukte, die ihr braucht, für Hygieneartikel zum Beispiel, für Taschengeld noch zu holen, für ein Dientleben am Alter können zu feiern, dass das auch noch ein erhöht wird. Ich denke, das sind nur die Grafsachen, neben intergenerationellem Wohnen, etwas, wo ich ganz große Wert drauf lege, wo ich froh bin, dass das auch am Wahlprogramm steht, dass wir das fördern, an nach einer Zwischenstufe schaffen für ältere Leute, Tisch de lang wohnen daheim, an dem Alters- und Pflegeheim, dass wir auch danach probieren, das zu fördern, und im Idealfall, wie gesagt, auch noch den intergenerationellen Wolle kriegen, weil die ganz wichtig ist, dass die verschiedenen Generationen in dem anderen helfen. Vielen Dank an eure Spitzenkandidaten aus dem Süden. Gehen wir rüber auf den Osten. Auch ganz schöne Region. Und wir fangen mit Carol an. Carol, du bist vor kurzem zur neuen Bürgermeisterin von Irsternach gewählt worden. Dazu noch einmal einen herzlichen Glückwunsch. Equipe hat einen mega Score gemacht an das, weil er konstant aktiv wird. Wie kann die Wähler so gut überzeugen zu Irsternach? Bon, merci Hugo, merci alle Gute noch. Ich meine, das Wichtigste war effektiv die Equipe, sind auch den Moyen Purhai. Wir hatten wirklich eine extrem flotte Wahlkampagne und wir waren ganz nah bei den Leuten. Ich meine, das war unser Slogan, wir haben den Slogan auch mit Leben gefüllt. Und wie wir bei den Leuten waren, und leider eigentlich gesagt, wir hätten eigentlich gerne Wirsel zuerst danach. Und wir haben gesagt, wir sind bereit, für die Wirsel da auch umzugehen und die Leute Wort gehalten. Und dafür sind ich immens froh, dass wir an der neuen Koalition stehen und dass ich selber auch die Verantwortung kann überholen. Und ich freue mich auf den neuen Posten als Bürgermeister zuerst danach. Carol, du bist nicht nur Bürgermeister, du bist auch deputiert. Und du beschäftigst dich intensiv damit, wie Menschen hier Berufs- und Privatleben mit ihnen können verbinden. Was hast du für eine ideale Lösung? Ja, ich meine, der Max hat auch schon ein paar Punkte angeschaut, für Familie und Beruf besser unter den Hut zu kriegen. Wir so schon lange, und das ist auch eine ganz wichtige Wolle an unserem Wahlprogramm, dass wir die ganze Arbeitswelt, Arbeitsrecht modernisieren müssen. Zeit, wo die Leute von Moes 9 bis Mittes 5 Uhr geschafft haben, die aus sich rüber. Und jeder einzelne Salarié wünscht sich am Anfang eine eigene Form von Arbeitsorganisation. Und wir sind der Meinung, dass wir als Arbeitsrecht auch an dem Sinn modernisieren und liberalisieren sollten, für das effektiv auch als Salarié zusammen mit seinem Patron, weil das der Zusammenspiel, weil das wichtig ist, dass es an den Entreprisen selber ist, wo geguckt wird, was ist die bestmögliche Organisation von der Arbeit am engem Betrieb. Und wir sind der Meinung, dass das soll nur bei regeln, dass die Leute können wie flexibel schaffen für eben Beruf
am Privatleben können Mino bei ihnen zu bringen. Jahresarbeitszeit als du im Modell der Lexit ugeschwart, aber auch Compte épargne. Wir sind der Meinung, dass man einem mehr modernen Arbeitsrecht man auch mehr die Bedürfnisse von den Leuten und auch den Entreprisen können gerecht gehen und dafür meine ich, auf dem Niveau wirklich ganz, ganz viel zu machen. Lex, du schwätzt alldag mit Menschen aus den mittelständischen Betrieben, aus der Gastronomie, aus dem Handwerk, aus der Hotellerie. Und dazu gehören noch ganz, ganz viele Familienbetriebe. Ganz kurz, wie können wir machen, dass der Mittelstand zu Lützeburg weiterhin stark bleibt? Ich meine, erstens mal ein Bewusstsein für mittelständische Betriebe können bei den Leuten erwaschen, weil der mittelständische Betrieb, der Familienbetrieb, als ganz oft die Betriebe schon dann an hunderte Betriebe gesehen, wie flotte das, wie zusammen habe ich das an verschiedene Leute, die probieren immer zu sagen, der Betrieb, du hast der Patron an Salarien. Aber gerade an den Familienbetrieben, gerade an denen PME, gesagt denen, dass das ganz not zu Summe spielt, also dass man da einfach so ein Bewusstsein schaffen. Mir noch ein paar Punkte am Programm stehen. Erstens wohl den Mittelstandscheck. Ich sehe immer, dass kleine mittelständische Betriebe, Familienbetriebe nicht können bei Ausschreibungen machen, weil sie einfach nicht können, kommen hier holen, Dach die Sanat, weil sie nicht können ein Dach decken, Fenster bauen, ein Boden legen, an zu nämlicher Zeit nach Ridon abhängen. Und da sind wir gerade die Sachen, dass wir können gucken, dass wir die mehr mit auf die Wege und das einfach auch begleiten an denen froh, weil ganz oft der Familienbetriebe, mittelständische, kleine Betriebe, also Problem, dass den Leute so den Kap am Gitter haben und nicht mit Tendenzen am Anfang, was noch Realität gehen, gehen, zum Beispiel Digitalisation. Wenn ich all da an meiner Arbeit stehe, dann habe ich nicht Zeit, mal 100.000 Modellen umzugucken, wie ich in meinem Bereich digitalisieren. Das ist auch da weiter die richtig konkret helfen anzubieten. Lex, ich bin eigentlich froh, wo man am Anfang die Gesprächsrunde heute gut kannst aufrunden. Du hast an deiner Rede also Claim, den nur bei dir mit Leben gefällt. Aber was heißt denn nur bei dir am Anfang für dich? Für mich heißt den nur bei dir besonders mit der DP. Den nur bei dir als das, für was ich mich an der DP engagiert. Und den nur bei dir als das, wo ihr gesagt, wie viel Leute all da dabei sind, gerade eben die Politik von der DP mitbringen. Den nur bei dir als Politik von den Leuten, bei den Leuten, mit den Leuten. Genau da, das eben den nur bei dir, wie ich gesehen, weil ich wirklich spüre. Vielmals merci und all unsere Spitzenkandidaten, all 8 Spitzenkandidaten schmecken, also die hat man mengvolle Unterstützung und schmecken, der ganze Saarland, ganz demokratische Partei steht hinter dir und wir wünschen euch ganz, ganz viel Erfolg für die nächste Chance. Kiewe stellt uns all der für neue Herausforderungen. All der stimmt mir op und gibt uns best. Für uns Familien, für uns Kinder. Für das wir uns drehen, an als Ziele erreichen. Man mehr schaffen wir für eine bessere Zukunft. Zusammen ermöglichen wir Fortschritt. Auch an der Regierung schaffen wir für das Ziel zu erreichen. Wir packen die Herausforderungen an. Für das Leben von den Menschen besser zu machen. Für sie zu unterstützen, an ihnen all dieselben Zukunftschancen noch können zu geben. Leute brauchen, das treibt uns an. Für Hand und für Mann.
nur bei dir. DP. Liebe Kolleginnen und Kollegen, merci, dass er so lange aushält. Verdicht, erlaubt mir ein persönlich Not. Ich wollte Corinne, merci so für die Arbeit, die Corinne gelesen hat, an den Max willkommen heißen. An unserer Regierung gesehen, dass der Max noch viel zu erzählen hat und hat sich auch nicht in die 2 Minuten gehalten, die er hat sollen. Ich so nicht merci für das Vertrauen, ich weiß, dass es ein größten Challenge ist, dass ein Ehe, die für die Partei, an der ich groß gesehen an Schei, an der Reihe 100, im Lex, dem Karol, an dem Ferni, die Leute gesehen haben, die mich auch motiviert haben, da fehlt nach der Greten Zeng, für an der Partei auch aktiv zu gehen. Wir haben eine Chance an der Partei, Leute mit vielen Erfahrungen, Leute, die Geschichte von der Politik mitgeschrieben haben, und noch Jungleute, also wie den Mike auch Fedro gesagt hat, Jungleute, die nicht, weil sie jung sie mitgehen, sondern weil sie gut sind. Und ich meine, eine Verdreifachung von ihren Resultaten ist der Beweis, dass in die jungen Leute auch vertrauen kann. Ihre größte Merci. Ich komme nicht allein schon fangen, an dem ich auch für einen Menschen will merci so für sein Engagement an der Gemeindewahlen. Ich habe auf der Tele gesagt, ja, ich war präsent, ich war da, wo ihr mich gefragt habt. Und ich habe mich gefragt, ob das geholfen hat oder nicht. Ich habe just festgestellt, dass es auf jeden Fall nicht geschult wird. Und ich habe die Motivation, wie ihr mich hier auch kennt, für die nächsten Wochen am Mate, nur bei dir als mein Alter. Es sind noch nicht 3 für Wahlprogramm aufzuzählen, der Lex wird das schon an Long lach gemacht und die nächsten Wochen werden auch die Möglichkeiten bringen, finde ich, ob den einen oder anderen Punkt können anzugehen. Ich will einmal just auf verschiedene Sachen wollen zu sagen. Es ist eine Chance, 10 Jahre Premierminister in diesem Land zu sein. Und ich muss sagen, dass die Motivation und die Energie für weiter zu machen, rarement so groß war für den Moment. Weil wir stehen für eine Zeit, wo die Menschen wichtig ist, die richtige Decision noch zu holen. Die letzten 10 Jahre waren nicht immer einfach Jahre, wenn ich die letzten 5 Jahre gucke, wo wir an der Verantwortung auch nach waren, wurden sie markiert von Krisen. Wir haben eine Covid-Krise gehabt, eine Covid-Krise, die eine ganz schlimme Krise war. Wo von außen geguckt wird, gesagt wird, dass man nicht so falsch auf jeden Fall gehandelt hat, dass nicht um Eispunkten zu gehen. Ich kann nicht so viele liberale Premierminister wurden die schwerste Zeit an den 10 Jahren. Die schwerste Zeit, weil die müssen Restriktionen holen, mit vollen Freiheiten nicht streichen. Und dort den richtigen Akt Equiliber zu finden zwischen dem einen und dem anderen, wo das schwer ist. Weil es wusste den, egal was die machen, wusste den nicht, wie es weitergeht. Ah ja, wir haben damals Decisionen geholt, die sich dann noch vielleicht nicht als die opportunst erwiesen haben. Wir mit dem Wissen, den wir damals hatten, aber die richtig. Weil auf jeden Fall richtig war, als dass man budgetär nicht gezeigt haben, die Betriebe an den Land zu investieren. Und ich kann nicht sagen, dass die Krise, Covid-Krise, eine Energiekrise, eine Inflationskrise, an die über 5 Milliarden, die investiert gesehen, richtig investiert gesehen. Wenn eine Regierung sich nicht bewusst ist, dass in einer Krisenzeit muss an seine Ökonomie, an seine Budget investieren, dann ist er fehl am Platz. Wir haben fertig gebracht, an der Zeit, an der Inflationskrise, die niedrigste Inflation heute in Lützburg zu holen. Die niedrigste. An dem es noch die Kaufkraft von den Leuten gestärkt hat. Es wurde Schwanze treffen, ja, eine Energiebremse, wo vielleicht nicht für jeden verreden, das direkt, weil die sollte machen. Mit das Staat, wo man fertig spricht und unkompliziert dem Bürger am Portefeuille am meisten zu helfen. Wir haben fertig spricht mit 3 Tripartiten. Und geliefert wir einen Sozialdialog. Verschiedene Leute probieren immer zu machen, wenn ein DP nicht mit Sozialen zu tun hätte. Ich kann mich nicht an unsere politische Geschichte erinnern, hat viele Regierungen, so viele Tripartiten, ein Succès waren und nicht gescheitert sind, wie in einer DP geforderte Regierung. Ich kann mich nicht daran erinnern. Und das haben wir zusammen fertig gebracht, weil wir dem Patronat sowie die Gewerkschaften nur geleistet haben.
aber wir probiert tun, auch équilibriert Mesuren zu holen. Bei der Energie haben wir gesehen, dass wir am Anfang die Leute mit ganz einfachen Lösungen kommen. Die Leute, die so tun, mal gesehen, das Nuklear, das wird richtig. Ein Atomzentral zu Lützburg wird richtig. Ich kann nicht so als liberale Premier. Solange beim Atom guckt, was an der Ukraine geschieht ist. Wo stellen die Leute die meiste Frage, wo tun die meisten Leute Angst am Moment? Für Saporizhia, für eine Atomzentral, weil sie nicht wissen, was da geschieht. Erinnert ihr euch an Fukushima, erinnert ihr euch an Tschernobyl. Ich hoffe, dass zu Saporizhia nichts geschieht. Aber das beweist, dass wir ein Problem haben mit der Sicherheit, wenn ein Problem ist eine Atomzentral. Wir wissen nicht, was wir am Aufhalt sollten, was sollte geschehen, das ist nicht immer ein Problem. Wir wissen, dass zwischen der Idee für eine Atomzentral zu bauen, eine Atomzentral, die abgeht, ob man es 10 Jahre sind, aber wir wissen, dass es nicht nachhaltig ist. Da kommt mir halt ab, bei verschiedenen Leuten von anderen Parteien zu mengen, wie wenn nukleare Energie die Lösung ist. Solange die 3 Kriterien nicht von sicher, was am Aufhalt geschieht, rapid kann gebaut gehen, als für mich so ein Sujet überhaupt nicht auf der Dörresendung zu sehen. Ja, der Lex hat mit seinem Enthusiasmus auch gesagt, dass jeder ein Photovoltaik auf den Dach muss kriegen. Nee. Mit der Bürger muss ich bewusst sein, dass ein Teil von der Lösung kann sein. Und das werde ich proposieren tun, und da wo wir als Partei auch an stehen. Als guckt ein Kirche, Photovoltaik ist hier in diesem Land eine Ausnahme. Eine Ausnahme. Aber für uns ist es wichtig, dass wir fertig bringen, die Leute sie erzählen, dass ein Photovoltaik plus ist. Wir werden bei neuen Projekten können imposieren. Aber bei allen Projekten muss man die Leute erzählen, dass es eine Lösung gibt. Und das ist das, was der Lex, wie er gesagt hat, finanzieren. Natürlich hat mich direkt gesagt, finanzieren. Ich erkläre, wie das gemeint wird. Der But ist, dass ihn zum Beispiel die Leute sieht, es kann ihn nicht den Dach lohnen, man kann ihn auch zum Beispiel ein Photovoltaik installieren, und wir rekuperieren die Energie an einer gewissen Zeit, wo man am Anfang das rekuperiert, was die Energie, was Photovoltaik kostet, das ist auch er. Das sind die Lösungen, die ich muss holen. Weil es sind überzeugt, dass wir fertig können bringen, auch mit der Photovoltaik hat Lützburg eine Klimarevolution an dem positiven Sinn auch zu holen. Und Klimapolitik konzerniert uns alle gut. Und den Hugo sagt für die Jungen. Die Jungs sind selbstverständlich ganz, ganz wichtig. Aber wir können nicht warten, bis die alt geht. Das Problem geht doch schon haut. Ich habe gesagt, so kurz, ich habe aber verschiedene Sachen, auf die ich will angehen. Die erste Sache ist, ich habe ein Wahlprogramm, das eben, wenn ihr nicht den nächsten aus dem Wahlprogramm rauskommt, dann höre den Heinz, du was den oder den anderen proposiert hat, und da finde ich halt Gelegenheit, aber ein paar Sachen wollen anzugehen. Ich habe von den Steuern hören, von dem einen oder von dem anderen. Also die eine Partei, die muss mir just erklären, wie es geht. Weil jeder muss man eine Steuer bezahlen, wir müssen aber bei den 30% bleiben, und mit der kompensieren das mit Wachstum. Ich kann nicht sagen, diese Partei wird nicht für eine quantitative Wachstum sein, sondern für qualitative Wachstum für Lützburg, weil das ist gerade so schlimm an der Hypothek auf Zukunft, und das ist egal, was heute zu Lützburg geschieht. Also keine Steuerreform auf Kredit, an eine Steuerreform, wo man die können machen und uns auch können leisten. Ich gesehen, Juriko winkt direkt schon am Kap. Ja. Der Fakt ist, wir wollen eine Individualisierung. Und soll kein Bangen, wir hatten es nicht gerne gemacht. Für uns ist es nicht normal, dass in heute Stars am Anfang geguckt wird, wie die Relation ist am Staat, für zu wissen, wie viel Steuern ihr bezahlt. Ich fand ganz normal, dass ich gucke, wie die Situation ist von den Kindern, wie viel Kinder du siehst, weil das ist ein Kurs supplementär. Wie das in da gesagt kriegt, du was du bestimmt bezahlst du Männer, wenn du die Frage ist, hast du Pech, mehr ein paar Euro bezahlst du mehr. Und dann das Schlimmste, was scheren nur bei der Steuerpolitik. Als die, wo gesagt wird, wir encouragieren Frauen, für hier Arbeit abzuhalten, als sich um Kinder zu kümmern während einer gewissen Zeit. Ich kann nicht so mit dieser Partei, werde mir nicht einer Frau ihre berufliche Zukunft zumachen. Ich will selber Gemeindekonseil schaffen, aber ich habe schon Tausende von Hochzeiten gemacht. Und hat mich gefreut. Ich war auf den Code. Ich habe den Service après-vente auch eins assuriert. Ja?
Und ich kann nicht schüss so, am Service Prévent, den am schwersten hört. Und die schwerste Personage als den abgehalten hat, schaffen, für sich einen Kanner zu kümmern. Du, wenn sie soll mir nicht erklären, dass in 2023 der Frau soll erklären, für 250, 260, 270, für Männer wie 300 € den Monat, als das die beste Lesung, das Lobheitsmacht schaffen. Wir sind für eine Politik, wo ihr kann eine Erbestelle, wo ihr eine Karriere kann aufbauen. Nee, wo in auch eng Familie kann hun, a Flexibilität kann hun. A Flexibilität hecht net, dass in eng Arbeitszeit muss reduzieren vun Uwen Ruf, wie van deng Schablon gift gin, die op all Betrieb gif goen. Et sind Momente am Leben, wo ich méi Zeit braucht mat der Familie. Et sind Momente, wo ich méi braucht bei den Alten, wann denen net gut geht. Und es sind überzeugt, dass in einem Betrieb zu Summe kann eins gehen, über Modelle a Platz zu mengen, das Schablon über dem ganzen Land, die dann meistens a Gewerkschaftszentralen evaluiert gesehen, die Richtlesung als für als Ökonomie. Nee, Sozialdialog ist nicht nur bei Gewerkschaften, das für allem am Betrieb wichtig. Wir haben ich merke bei den vielen Propositionen, die gemerkt sind, von schon der Frau, die Familie soll ich daheim Küche noch kümmern und das alles Bretters, ich gehe raus, wenn so Sachen hören. Es sind nicht viel mehr weit zu gehen, weil die Risiko besteht, dass auch verschiedene Leute wollen Draht zurückdrehen. Wir haben für uns 2 Wochen immer National Feiertag zusammen gefeiert. Ich will just daran erinnern, dass für uns 10 Jahre, wie man eine Zivilzeremonie an der Philharmonie organisiert hat, zwar ein Theater, wenn ich mich noch gut erinnern kann, die erste Karriere. Der Coach von verschiedenen CSV-Leuten gesagt, da ist der Mittel sein Tralala. Aber wenn den bis nicht wie Premier ist, da schafft man das nicht auf und dann ist nicht alles engmaß. Ich habe Respekt vis-à-vis von der Kirche. Ich habe Respekt vis-à-vis von einem Bischof und einem Kardinal. Mit das nicht der Premierminister, der die Leute an eine Kathedrale invitiert, das einem Erzbischof oder einem Kardinal das zu machen. Und ich bin froh, dass man fertig spricht und zusammen zu Lützeburg, nicht, dass ich zuständig bin für die Administrativrolle von der Kirche, mit das au contraire die Kirche selbstständig kann sein, selber kann funktionieren, Moyen kritisch für sich Arbeit zu machen und die Religion nicht eine Staatsaffäre ist, mehr persönlich glauben, die jeder muss können frei an diesem Land ausüben. sind noch froh an ich muss gut oppassen, wie ich das formuliere. Es sind höflich, kann Premier an einem Land zu sehen, an einer Partei großgehen zu sehen, wo ihn akzeptiert wird wie das. Der Gute ist haut hei. Und schon ich wieder gesagt, get probiert hier alles zu divisieren, zu machen, wie wann Verschiedenheiten entschwächt wären. Es ist schon Chance, dass ich an dieser Partei Leute habe, mit all Pass, mit all Religion, mit all sexuellen Orientationen, mit enger politischer Orientation, aber an der auch einer Meinung haben zu verschiedenen Sujets. Und dass man Respekt über all die Sachen diskutieren. Wir haben gleich vor dem Programm geholt. Schiedfried hat für sein Beefsteak gekämpft, wenn er vielleicht ein oder vielleicht andere Echter war. Wir sind dann noch fertig gehen, aber wir sind zusammen höflich über das Programm, das wir fertig tun. Ich kann nicht just sagen, dass am 8. Oktober verschiedene Leute mal so, Xavier, ich will keine Koalition mehr mit dem oder mit dem, mit dem. Das stimmt nicht, lieber den Doten, weil da sind nicht sicher, dass dem an dieser Koalition geht. Das ist ein Fehler. Das ist ein Fehler. Wenn den 8. Oktober diese Partei nicht gestärkt aus der Wahl geht, da wird eine andere Partei schon alles machen, für das man nicht mehr an der Regierung sind. Dafür, den 8. Oktober, wenn der will DP, wenn der will den Büttel stärken, da gilt keine andere Schwa, wie die Lösch 2 zu schwärzen. Es soll nicht mehr sein. Spitzenkandidaten. Komm jetzt.
Besser, als es an nur Knüppel denken.